Fangen wir an und der Greenscreen ist schon wieder. Wobei ich den guten Alten auspackt, oder? Den guten Alten habe ich auspackt. So, geh jetzt da jetzt! Kruzifix! Du Walleck, warum hier mit? Es ist schon wieder akute Tinnitus-Gefahr. Warte mal, muss ich... wieso hier mit... Was ist denn jetzt? Warte mal. Was ist denn, warum hier alles doppelt und dreifach? Jetzt hörst du nicht mehr drauf. Wieso ist da so ein komischer Ton? Warte mal. Was passiert denn da schon wieder? Bier gelassen, mein OBS steht! Wieso ist da so ein komischer Ton? Warte mal. Was? Jetzt ist es leise. Allerdings bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob der Ton noch geht. Und ich bin so feierrot. Ich habe mit der Cam umeinander gespielt. Kruzifix geht's mir nicht auf den Sack mit einem Scheiß. Kruzifix immer das Gleiche. Ich weiß es auch nicht. Klang einfach nichts mehr, aber ich habe halt einmal den anderen Greenscreen wieder aufgebaut. Habe ich mir gedacht, weißt du was, schaust du die Kamera, das ist auch 8 Minuten vor Streambeginn, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, habe ich mir gedacht. Machst du mal Scheißdreck. Was ist da schon wieder passiert? Der Russe schon wieder! Rote Rakete! Merci hier. Jetzt kommt halt Musik wieder aus die Boxen raus. Was ist jetzt wieder da? Meine Güte, warte mal. Ich muss nachschauen. Irgendwas ist hier. Audio ist Mikrofon. Was ist mein Audio? Warte mal. Headphones. Jetzt ich flippe aus. Breselfetzen, merci dir! Hallo, an meinem Geburtstag in Rom ein Bier. Was tust du denn in Rom, Alter? Hast du spontan entschlossen, so, hey, 5 vor 8, schauen wir uns mal, es ist Zeit zum Kolosseum tanteln. Was ist mit dir? Ein Bürger kann man trotzdem nicht entgehen lassen. Prost miteinander. Ich darf es ja feiern, wenn es gerade im Kolosseum sitzt. Und was? Presseverletzten merci. Lieben Zeit, habe ich Ihre Bürger, bin gespannt, ob es was kann. Da bist du nicht alleine. Ich habe Melbar Pilz, 800% Zusatzwert. Ohne 800% Zusatzwert geht überhaupt nichts. Oder ich weiß nicht, ich schaue so feierrot aus. Aber schon immer die Haare haben nicht mehr so grau. Ich brauche neue Softboxen. Ich sag das, was es ist. Was da? Heinrich! Merci für den Euro. Batman! Merci für deinen Zwickel und der Malerselb. Schreibe nicht so, 800% Zusatzwert. Wir wissen, das ist die nächste Frage. Ja, ein Mikrofon habe ich auch mal antantelt. Ich sag das, wie es ist. Ein Mikrofon habe ich auch mal. Wie ist der Sound? Ist das okay? Hört sie irgendwie Summen im Hintergrund? Ich habe in den letzten Tagen und in den letzten Streams immer wieder in die Kommentare einmal gelesen, so, da ist im Hintergrund so ein Rauschen und das ist der Ventilator da hinten oder wahrscheinlich mein PC, der zum Blasen anfängt. Erst einmal, Habe! Ich bin's, Birger, Montag, 20 Uhr. Nee. So, servus, grüß Gott benannt. Schauen wir aus. Flip Frankie! Habe die Ihre Birger heute mal nicht Spätschicht. Das ist gut. Dafür ist nächste Woche wieder Spätschicht, das ist nix. Merci für den Zwickel. Andal! Hey, woher nie? Irgendwie kommt aus die Boxen. Hört sie einen Donation-Sound? Also ich höre nicht. Aus die Boxen raus. Ich glaube, ihr hört es nicht. Keine Ahnung. Das ist, oder was das Dumme ist? Also, es ist gut. Ich höre es halt über Boxen da ins Mikro rein. Oder? Da muss die Qualität, die ist wirklich... die muss super sein. Wer war jetzt da der Andal? Merci für die Mitgliedschaft, Justizveranstalterin. Merci für die Mitgliedschaft. Ey, der wieder live dabei und was passiert? Der Bürger blärt mich an. Ja, mal was ganzes nice! Ihr Kackspacken! Der Bürger, merci für den Zwickel. Der leckst immer noch keine Stimmen nach dem Wochenende, 3 Promille Rest im Gesicht. Aber Stream wird nicht verpasst. Kruzifix, was mal Kuppel lassen draußen. 800% Zusatzwert. Herr Timbürger, merci für den Zwickel. Max, merci für die Mitgliedschaft. Jerry, hast du schon mitgekriegt, dass Clipshit Jesse auf den TikTok-Video reagiert hat? Das ist ja schon... Das ist ja schon 1,5 Jahre, Alter. Alle weiß ich das, aber das war so schlecht, dass ich wieder aufgehört. Habe ich aufgehört zum Anschauen. Der Martens! Mr. Martens, welcome to the squad. Merci für die Mitgliedschaft, Bussi, auf dein Nussi. Und auf die Bandscheibe, aber nur auf die 4 von links, Alter. So, passt bitte. Elena, merci für den Euro. Servus zurück. So, Schluss jetzt mit Donations. Chris Kuppernan, es gibt gute Nachrichten. Habe ich gesagt. Felix, das Ritalin sollst du nicht absetzen, habe ich gesagt. Sind das Supermeister, wie geht nein, nur kein Ritalin absetzen, Franziska. Die scheiß Franziska, Alter. Die geht auch mit der Nocker die schon so kalt, dass du nicht mehr weißt, wo sie wohnt, Alter. Felix, merci. Madersep, merci. Sind das Supermeister, wie geht's da an den zauberhaften Montag? Das sind einmal die Fragen. Das sind einmal die Fragen, die beantwortet gehen. Es geht zauberhaft. Es geht sogar sehr zauberhaft. Sag ich dir ganz ehrlich. Sag ich dir, was ist? Leute, jetzt kann man mal wieder aufhören mit Geld umeinander scheißen. Weiß ich nicht. Ringt sie euch oder was ist mit euch? Ja.
Was ist mit euch? Hofsen, merci dir, ist der Nudelwolger ein Küchenutensil oder ein Nahkampfware für Frauen? Beides. Der PC blast wieder. WhatsApp, merci dir. Berger, da, Montag ist, Bürgertime, Pussy aufs Nussi. Geiler Start in die Woche. Warum werden da schon wieder keine Mitgliedschaft nutzt? Da kriegst du wieder das Scheiße wieder. Was? Na, jetzt kommt wieder ein neuer Name mit irgendwelchen goldenen Rahmen. Hau ab, okay, bye. Ich bin an Greenscreen hochgefahren. Die wichtigste Frage ist, wieso hast du keinen Wohler mit der Hand? Kein Waller mit der... Ein Wohler, Alter. Das ist harter Dialekt, das ist schwierig zum Lesen. Wir sagen halt Waller. Oder es gibt noch eine andere Bezeichnung für ein Wels. Ist ein Waller ein Wels? Ich bin kein Fischer, ich weiß das nicht. Ich darf die Frage stellen, leck mich am Arsch. Da sind wir, Greenscreen gleich wieder richten, an dem muss ich mir jetzt wieder gewohnen. Es ist nicht mehr der Vorhang, es ist wieder der gute Alte. Der gute Alte. Waller ist ein Wels, ja. Also kann man quasi sagen, ein Waller, ein Wels. Ich glaube, der Österreicher von der Welt hat Wels sagen. Wels. Ja? Schmaler Grad zwischen Össi, Ossi und Österreicher. Jetzt werden sie mich hassen. Was? Was hast du gesagt? Was? Alex aus Öl, merci dir, Bussi aufs Nussi, es ist 2. Schnauze jetzt! Felix! Vor 2 Wochen in der Kroatien, letztes Wochenende Formel 1 und jetzt 40 Fieber läuft. 40 Fieber ist nicht geil. Gute Besserung, Felix, sagt er. Opa, 800% Greenscreen Damage. Ja, jede Donation macht Greenscreen ein bisschen kleiner. So. Also es passt so. Die gute Nachricht ist folgende. Ja, einige werden es schon gelesen haben, Discord, und ich habe einen Community-Beitrag geschrieben, aber den Sektor irgendwie keiner, was ich überhaupt verstehe. Ich wüsste nicht, wo die überhaupt erscheinen. Das des Öfteren bereits angesprochene Projekt Podcast wird kommen, ist bereits in Arbeit und die ersten Aufnahmen sind auch schon gemacht. Hab neue Mikrofone, hab da aufgebaut und was weiß ich. Es gibt da schon einen ganz kleinen Schnipsel im Discord zum Singen, wie das ausschauen wird. Der Lucky muss wieder mal anscheißen. Has been a member for 29 months in a row. Monthsen, ja, das ist richtig. Lucky, jetzt wieder Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. Herr Mardersepp, also weil du jetzt hängen geblieben bist, wie geht's da? Stimmt. Blendend. Das erzähl ich gerade. Und mir geht's blendend. Warum? Denn ich mag gar nicht so viel verzeihen von diesem Podcast, außer er kommt. Er findet mit den Personen statt, die gesagt haben, mit dem Flo, mit dem Kani. Jetzt halt seid einmal für 5 Sekunden euer Fotzenkruzifix! Das ist unfassbar! Da hat schon wieder jeder daheim sitzen und alles zusammendreschen, wenn der scheiß Donation-Sound geht hat. Pretender Steier! Servus Bürger, sieh grad, du sagst Scam, Kader der Widerstandsserver empfehlen, Starterpaket inklusive. Wir werden sowieso erst einmal mit Singleplayer anfangen, weil ich absolut keinen Scheißplan von diesem Spiel habe. Also 0. Ich weiß bloß, dass man noch die Penislänge einstellen kann. Das ist wichtig. Das ist unfassbar wichtig. Alex, Schluss jetzt mit 2-stellige Beträge. Trivia-Zeit. Wels ist gleich Waller. Das war kurzes, aber knackiges Trivia. Das können wir uns alle merken. Das kriegen wir auch mir zusammen. Alex, merci dir. So, nochmal. Podcast. Die ersten Dinge sind aufgenommen. Video, glaube ich, schaut ganz akzeptabel aus. Der Sound ist ganz akzeptabel. Die Themen sind, glaube ich, sehr akzeptabel. Wir haben den Spaß unseres Lebens gehabt. Und es fühlt sich so gut an. So gut. Ich habe oft mal in die Streams in den letzten Wochen und Monaten gesagt, ich darf gerne irgendwas nice finden, auf was ich Bock habe zu machen. Projektmäßig, nicht immer dieselben Videos, nicht immer, also da mache ich schon fast keinen mehr, weil ganz ehrlich, seid zwar nicht besser. Nach dem 50. How-To, Alter. Also, ja, ich hab schon noch Bock, aber wirklich einfach seltener und so und der Kruzifix-Scheiß mit Preisenidioten, ja, das war schon lustig. Da ist jeder Witz gemacht und jeder ist abgesagt und wer immer noch drüber lacht. Ist auch schön, aber nach 180 Mal ist es einfach, weißt du, sitze ich da und denke mir so, halt dein Maul. Halt doch dann dein Maul. Gehst auf TikTok, schaust du irgendwelche Leute, die gern warten wie ich. Die machen den Witz 200 Mal und da scheint es irgendwie zu funktionieren. Ist schön für die, ist mir wurscht jetzt. Mardersepp, merci, das gefreut mich, mir auch danke der Nachfrage. Herr Mardersepp, wie geht's denn dir? Mardersepp, wie geht's dir? Der Geibel für wieder mit einem halberten Roman Kruzifix. Grüß dir, eure graue Emin Schwanz.
Eminenz. Wir schauen uns gerade miteinander dein schönes Flauschiges an. Dein schönes Flauschiges was? Grüß von der Irene und Tareles. Viel Spaß heute. Mr. Geilbuffet, das wünsche ich euch auch. Kartoffelpuffer, der Birger, bin wieder daheim vom Urlaub. Freue mich wieder, dass ich da zuschauen kann. Ja, Kartoffelpuffer, da sage ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen Urlaub und WB. Achtung, Trivia-Zeit, WB heißt im Zocker-Genre im Chat, wenn es Multiplayer gibt. Welcome back. So, OnlyFans unbedingt. Ja, nur OnlyFans. Außerdem gibt es schon lange OnlyFans. Von mir. Also habt ihr noch nie OnlyFans. Ich glaube, com oder de, weiß ich nicht, /geldgeilerwichser eingeben. Selber schuld. So, wie spät ist es jetzt? 10 nach 8. Jetzt sollt ihr 14 Podcast kommt während meiner Sommerpause. Sommerpause beginnt ungefähr in 4 Wochen. Sage ich euch dann nochmal. Kommt ein extra Video. Bis dahin muss das Ding produziert sein. Mit dem halt quasi, Wolfgang, du musst mit sein. Mit dem wir vorproduzieren. Ja, damit habt ihr ein bisschen was zum Schauen in der Sommerpause. Ich schaue mir das dann noch an. Hat es euch taugt, hat es euch nicht taugt und dann sehen wir schon, wo die Gaude hingeht. Wir unterhalten uns über alles, über Gott und die Welt. Bloß keine Politik und es wird ein riesengroßer Sauschmerz, teilweise wegen ernsthaft, ein bisschen Nostalgie und was es ist. So, jetzt halt sein Futz mit einer Scheiß-Donetterei, weil ich da ein Dreieck ins Gesicht scheiß. Ruhe jetzt halt. Schluss aus! Was? Mir geht's blenden, danke, ist super dir, ich will jetzt so Free Frankie, 10 nach 8, spulen jetzt, bla bla bla. Ja, Leute, 800% Zusatz, bla. Dein fette Name ist 800% Zusatz! Fett, was? Jetzt startet das Spiel. Dann hört ihr endlich auf mit der Geldschmeißerei. Ich weiß nicht, was mit euch ist. Der Bart ist kürzer. Herr Engelmann, das haben Sie sehr gut erkannt. Es ist aber auch, es ist ein massiv heiß. Also, da muss ich mir den Teppich einfach mal aus der Goschen ausschnipseln, weil sonst, du weißt es eben. So, Scam wird aktualisiert. Ja, super. Das ist der perfekte Zeitpunkt, oder? Das ist... Kann man machen. Jetzt machen wir Donation Sounds aus, die vorher schon aus waren. Und dann hoffen wir, dass wir... wie startbereit in ungefähr 4 Minuten 50. 4 Minuten? Ja, jetzt müssen wir ein Update installieren. Ja, wie immer bin ich perfekt vorbereitet dabei. Unterhalten wir uns. Über was unterhalten wir uns? Da hängt der Board da weg. Ja, das passiert. Das passiert. Passiert die Besten. Minuten 30 müssen wir noch... Deri Birgi schreibt der Fabrizio. Da sage ich, Servus Fabrizi. Erzähl einen Schwank aus der Jugend. Also damals, im Ferienlager, habe ich der alten ihr Schwitzer Rangerl geschleckt. Okay, so, das war Schwank. Birko! Penis.de Schwitzer Tubel ist auch da. Birko mäßig wieder eine 2 Schweizer Franken. Wie werden die mittlerweile wert? 5 Euro. Gehen Sie das hin? Ich weiß es nicht. Der einzige Land, das nicht von der Inflation betroffen ist, das glaube ich, ist der Herr Birko. So, müssen wir immer noch 50 Sekunden warten. Was tun wir jetzt mit 50 Sekunden? Müssen die jetzt mit dem Update daherkommen, die Wichskinder? Ich habe vor einer Stunde spät gestartet. Da hat es ein Core-Update gegeben! Was für einen Goschentrimmer hast du? Kein spezielles, einfach Haarschneidmaschine. mit verstellbaren Aufsatz so, da vorher einfach wird schon passen. Rippelsepp! Merci für deinen Resub. Hey, es gibt übrigens neue Mitglieder-Icons. Hat das schon irgendjemand gesehen? Es gibt 2 neue. Für Leute, glaube ich, die 3 Jahre dabei sind und Leute, die 4 Jahre dabei sind. Glaube ich. Und also mit 4 Jahren sind extrem wenig. Das ist ein Handvoll von euch, die glaube ich, einfach vergessen haben, dass sie dabei sind. Und es gibt ein neues Super Ultra Diamond Legendary Super Blinky Logo. Hat das irgendjemand? Kubala Sepp! Mit einer humanen Donation. Ich bin so stolz auf die. Kubala Sepp meldet sich zum Dienst. Merci dir. Foxy, Trivia-Zeit. Das ist ein guter Zeitvertreib. Pass auf, jetzt lernen wir wieder was von Foxy. Danke dir. Trivia. Leute, die in Scam das Supporters Pack gekauft haben, können ihren Johannes 2-Inch länger machen als andere. Im jetzt? Also ich glaub dir das. Hashtag Pay to Win. PS, dir steht ein Barthaar ab. Ist mir wurscht, das gehört so. 800% Zusatzbart. Manasepp. Na, Azrael, Entschuldigung, Pro-Gamer scheißen nicht. Du hast es erkannt. So, können wir jetzt das verfickte Scheißspiel... Ja, Herrgott, ich fange jetzt bald einmal an. Merci die Assis. Das ist ein bisschen scheiß Abkürzung für Azrael. Warum sagst du nichts, dass neue Logos für die Mitgliedschaft... Hab ich doch gerade. Aber da hast du deine 5 Euro schon hergeworfen, fürchte ich. So, jetzt fang nicht an! Was ist mit dir? Muss ich mir Grafikkarten noch mehr auftragen, damit nichts passiert. Da, ist schon da. Der haben wir es einmal auf 100. Ihr müsst mir übrigens bitte mitteilen, falls ihr meinen PC im Hintergrund blasen hört. Okay? So. Und ich? Jetzt die Muse, das ist stabil. Ich schalte mal um.
Okay, heute hat's aber schnell ein Battle. Was ist neu, Alter? Opa! Ich hätte ein Gas für die, das da das Haar abknabbert. Die hab ich auch. Ah, Gott, sag nichts, Birger, das, wenn sie wieder sagt, dann kriegst du wieder. So, Kinder! Da haben wir. So, schaut schon mal, wie viele Frames haben wir. Warum wird mir schon wieder nicht angezeigt, wie viele Frames das ich hab? Ah, das werde ich dann schon gespielt. So, es gibt das ganze Spiel, das ist leider schon das einzige, oder ein paar Kleinigkeiten, weiß ich vom Spiel. Es gibt mehr Spieler und Einzelspieler. Wir spielen heute übrigens Scum. Hätte ich vielleicht einmal dazu sagen sollen. Schaut ein bisschen aus wie der Easy, so ein bisschen so, weil vorher schon Leute gefragt haben, hey, um was geht's da? Im Grunde ist die Hintergrundstory in so einem Spiel interessiert keine Sau nicht, aber im Grunde sind super reiche Typen. Warum ist die Musik schon wieder so laut? Sagen wir mal so. 20% Musik, 800% Zusatzmusik. So, passt. Hört sich gut an. Besser, ja, da verstehst du wieder nichts. Im Grunde sitzen ein paar Superreiche da und die veranstalten auf einer Insel oder in einem bestimmten Gebiet so eine Art. Wie heißt denn dieser Film mit der anderen Alten? Mit der Alten mit dem Pfeilbogen, wie heißt denn? The Hunger Games. So in etwa kannst du dir das vorstellen. Aber im Grunde rennst du einfach da bloß umeinander und kämpfst ums Überleben. Da der jetzt einfach mal, wir fangen mal an mit der. Jetzt auf! Stau dich! So, nach 90 Minuten Stau habe ich es auch geschafft. Zerstört war ich ziemlich genervt, dass ich mich für den Stream verspätet, bis ich den Unfall gesehen habe. Leute, fahrt sicher und Grüße an alle LKW-Fahrer. Stau dich, Grüße zurück, merci für deine Zähne. So, Kinder. Grafik schaut schon mal stabil aus. Also, das muss man gleich einmal lassen. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, was abgeht. Wir werden sehen. Aber da ich das Spiel null kenne, werde ich den Teufel tun. Und da gleich an Tag 1 in den Mehrspieler hineingehen. Ja, das ist da hier im Menü, da bin ich gerade drüber, aber ist ja wurscht. Deswegen gehen wir mir jetzt einfach mal straight in den Einzelspieler und schauen wir uns erstmal, ob die Scheiße funktioniert. Ab nächster Woche steppen wir mir dann natürlich Pro-Gamer bosshaft einfach straight in weißt du schon, in Multiplayer rein. So, Schluss jetzt. Magnus, merci dir. Daniel, merci dir. Was hältst du von Stronghold Crusader? Hab ich nicht gespielt. War mir eine geile Kampagne zum Streamen. Hab ich nicht gespielt, kann ich nicht beurteilen. Sonntag, Ruhetag, merci für den Euro. Magnus, merci dir. Du, Birger, erklär mal, was ist. Hab ich gerade. Und du hast gewusst, wenn es bei dir ein Abo gibt, da kannst du ganz leicht Weißwürst weinen hören vor Freude. Das hab ich noch nicht gewusst. Weil das machen wir uns jetzt erstmal gut. Oh Gott im Himmel. Gott im Himmel, Gott sei Dank, dass sein scheiß Pillermann ein scheiß Pixel-Dings drüber hat, oder? Soll ich ganz kurz. Soll ich mal ganz kurz schauen, was passiert? Sollen wir es probieren oder nicht? Nein, lieber nicht. Ja, da kriegen wir bloß wieder einen Stress. Pixel Lores. Der Lores ist verpixelt jetzt! Da. Ja, da sind wir. Character. Fangen wir an. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Name Birger, das war einfach. Dann gibt's Attributwerte. Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit, Intelligenz. Ja, das sind die typischen RPG-Geschichten, aber. Was ich ganz cool finde, was passiert, wenn man Intelligenz klar macht, wird dann der Kopf kleiner? Oder der Pimmel größer und kleiner. Kann natürlich auch sein. Das sehe ich leider nicht. Das ist verpixelt. Aber, egal, jetzt sehen wir mal da. Wenn ich Geschicklichkeit habe, dann wird einfach fett schon hin. Oder Zautier. Da die feiern, wenn es uns reißt. Aber es ist sehr komplex. Also im Vergleich zu DayZ und so weiter, mit so Attributwerten und so weiter, gibt es ja in DayZ gar nicht. Das ist ein bisschen was anderes. Geschicklichkeit, weil ich weiß ja überhaupt nicht für was, also was für ein Attribut für was gut ist, wenn man Stärke auf und so, dann wird er auch bloß fett. Ja, aber er wird muskulös fett. Ich meine, schau seine Arme an. Spiel mal als totaler Dummbatz, total dürr, saugeschickt und saugescheit. Was passiert denn bei gescheit? Verdammt, das darf ich so gern sehen, ob der Pimmel einfach klar und groß wird. Ich sag das, was es ist, was mit der wir das alles auf Normalwert, auf Durchschnittswert und dann werden wir schon herausfinden, was für was ist. Ja? Dann, Geschlecht, männlich, weiblich. Oh! Pixel-Depp, geil. Pixel-Depp von Pixel. Was haben wir da? Wo ist der Charakter? Ich sehe ihn nicht mehr. Und dann schnell wieder zurück. Nein, wir machen einen Mo. Wir machen einen Mo. Tattoos,
Ein. Available with Supporter Pack 1. Ja gut, dann legt man Motion mit deinem Supporter Pack. Kaschierter Modus. Oh, da nicht klicken, dann sagt man Pipi, das ist nichts. Aber Penis-Size machen wir natürlich ganz groß. Ah, warte mal, sagt man. Oh. Sechstes Pixel. Pixel da, Pixel weg. Pixel da, Pixel weg. Ja, machen wir ganz. Der Lores muss dran, Alter. Mit der Zeit wachsen. Wie mit der Zeit wachsen? Also, ich verzeihe da keinen Scheiß, steht in dem Menü wirklich. Mit der Zeit wachsen. Was bedeutet das, dass die rote Rakete, je länger ich lebe, länger wird? Das ist not how it works, Kinder. Ja, aber schaut mal mehr ein, das ist... Mehrere kann man da schon gar nicht machen. Na gut. Was haben wir da? Grotti! Aber die 7 Pixel-Tipp! Florian, jetzt wieder 5. Leute, dankeschön, Schluss jetzt. Die allseits bekannte Sahnewurst wird mit der Zeit sahniger. Ja gut, aber sonst glaube ich, gibt es in dem Menü nichts. Die haben einfach mal weiter, ist sowieso wurscht. Okay, das ist okay. Alles klar. Haben wir schon soweit? Haben wir schon soweit. Ich fahre mir auf Zeiten, damit man sieht, was da ist passiert. Oh mein Gott. Da haben, okay, Stärkefähigkeiten, Konditionsfähigkeiten, okay, verstehe. Geschicklichkeitsfähigkeiten und Intelligenzfähigkeiten. Das heißt... Ah. Okay. Okay. Das heißt, die Grundattribute stehen mir als Doppelte an Punkte für die Fähigkeiten bereit. Das heißt, ich kann dann für Stärkefähigkeiten... Alter, ich hab doch keine Ahnung! Na gut. Was ist wichtig? Heavy Weapons, Bogenschießen, Nahkampfwaffen. Also ich bin einmal auf alle Fälle für Nahkampfwaffen Medium und Bogenschießen Basic. Dann haben wir noch Schlagen Basic und Gewehre Basic. Ist ein bisschen ein Durchschnitt. Ein bisschen ein Durchschnitt. Ich bin mir nicht sicher, ob Nahkampfwaffen machen wir auch mit Basic. Machen wir Basic, dann gehen wir lieber Bogenschießen auf Medium. Weil ich habe so das Gefühl, man kann immer als erstes einen Bogen skillen. Laufen und Ausdauer. Das werden wir mal gepflegt 50-50 machen. Swimming und Resistance. Ja, kann ich noch gar nicht. Da wird man wahrscheinlich mehr Grundgeschick-Skill brauchen. Wird auch interessant und spannend, ob man die Grundattribute leveln kann. Also ich gehe mir schwer davon aus, dass es so eine Art Skyrim-Skill-basierte Mechanik ist. Du skillst, was du tust. Also wenn ich viel Bogen schieße, dann geht halt der Skill auch schneller voran, nehme ich mal an. Und wenn ich die ganze Zeit laufe, kann ich besser laufen. Und wenn ich die ganze Zeit nur Scheiße frisst, dann wird man dick und lauter so ein Kack. Was übrigens wirklich so ist, das sind so Kleinigkeiten, die ich weiß, aber wie die im Detail funktionieren, keine Ahnung. So, dann haben wir Geschicklichkeitsfähigkeiten. Diebstahl, Fahren, Sprengstoffe, Werfen, Motorradfahren, Schleichen, Luftfahrt. Du, das sage ich dir gleich schon mal, Schleichen, Medium. Schleichen, Medium. Was nehmen wir noch? Für was werden Diebstahl sein? Vielleicht für Schlösser knacken, hä? Das tue ich eigentlich auch gern. Hat ein bisschen was von einem RPG, ja? Schlösser knacken ist immer gut. Schlösser knacken und hacken. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Fahren, soweit werden wir, glaube ich, nicht kommen. Werfen, Motorradfahren, Luftfahrt. Nein, das lassen wir alles. Das glaube ich, das hört sich ganz gut an. So, was haben wir da? Aufmerksamkeit. Was kann Aufmerksamkeit? Was werden die... Was werden Scharfschütze, Tarnung? Was werden Tarnung sein? Nein, ich kenne halt die Game Mechanik natürlich nicht mit... Wird man unsichtbar, wenn ein gegnerischer Spieler zu weit weg ist und in die Stauern sitzt. Weil, keine Ahnung. Baufertigkeit, Basic. Baufertigkeit bei Medizin, Basic. Tarnung, Basic. Aufmerksamkeit, Medium. Baufertigkeit ist das Wichtigste. Mr. Tomeko, da halte ich mir jetzt einfach mal an die. Dann nehmen wir Aufmerksamkeit, Basic und nehmen wir Baufertigkeit, Medium. Das hört sich doch... Aufmerksamkeit ist deine Fähigkeit, Items zu finden. Na, das kann natürlich... Ich nehme mal an, dass die Items dann in der Umgebung sich weiß umranden oder so, dass man es besser sieht. Oder... ich weiß ja nicht, wie das Spawn-System funktioniert von den Items, wenn jemand schreibt, Aufmerksamkeit ist besserer Loot. Mach voll. Was? Scheiß auf Diebstahl? Scheiß auf Diebstahl? Der Looten-Skill. Ja, im Prinzip ist der Looten-Skill. Baufertigkeit ganz oben. Ja, okay. Was nehmen wir dafür weg? Tarnung. So.
Und der mit Medizinweg so. Na gut, dann das heißt so oder was? Dann nehmen wir Baufertigkeit Advanced. Dann machen wir es ja so. Okay. Was gibt's dann sonst noch so? Programming and Electronics, das ist alles noch ausgegraut. Das kann jetzt sein, dass das vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, brauche ich Intelligenz mindestens 5, dass man das freischaltet. Oder es ist einfach noch nicht im Spiel, das kann natürlich auch sein. Es ist übrigens ein Early Access Game für alle, die sich vielleicht dafür interessieren und die sich vielleicht denken so, hä? Oh, schau mir an, ist da nicht dabei, voll da, zack, vielleicht ist das selbst. Dann gibt es gleich noch einen Tipp hinten neu. Achtung, irgendwie muss ich sagen, ja, es ist Werbung. Auf Steam kostet das Ding 30 €, auf MMO ja 15. Gibst du den Gutscheincode Biergeil, kriegst du sogar noch 3%. Nix, Chris aus Hamburg, eine Bayerin auf Tour. Nix, ist ein cooles Raumschiff in Eve, aber sag's keinem. Haha, kannst du mal googeln. Danke für den Zwickel. Grüß nach Hamburg. Moin, Alter. So, weiter geht's. Erstellen, gibt's da sonst irgendwas? Nö. Bonuspunkte, Fähigkeitspunkte, bla bla bla. Erstellen! Ich hätte gerne ein Board. Wieso habe ich kein Board? Strafregister. Eigentum der Tech One Strafvollzugsbehörde. Scam Justizvollzugsanstalt. Bürger. Decknamen Super Steam User. Verbrechen Brandstiftung. Land Kroatien. Stadt Zagreb. Haftantrittsdatum 11.07. Nummer blablabla. Geburtsdatum 5.10.91. Alter, ich schau aus weit 10 Jahre älter als ich selber. Augenfarbe braun. Schwächen Rauchen. Verdammt, das ist sehr... Größe 1,80, Gewicht 85 Kilo, das kommt sich alles ziemlich genau hin. Bloß das Alter nicht. Bin 26. Macht das bei dir immer so komische Geräusche mit? Pff, ja, das ist das komische Funken, der Funkenscheiß. Und mich nervt der auch schon gewaltig. Jetzt drück auf OK und halt dein Maul! Oh, wird denn jetzt passieren? Da hat man kurz den Lörres blitzen sehen, ich hab's genau gesehen. Bin ich aber gespannt, du. Bin ich aber gespannt, du. Jetzt kann ich wahrscheinlich erstmal später, wir können nur mal von vorne fangen. Schauen wir uns alles in Review. Foxy lese ich gleich vor. Jetzt schauen wir erst den Trailer schauen, oder was auch immer das ist. Oh ja, ich gefühle mich Ziegelstahl. Ich spring gleich in die Stadt um mich, damit nichts passiert. Gleich in die Stadt da, damit wir nicht so weit gehen, kann ich da überhaupt, was tust denn du? Ah! Ah! Change pose. Ah, okay. Nein, nicht so. Na scheiße, was war falsch im Aufmachen? Macht er den von selber auf? Nein, nicht. Scheiße, ich hab nicht gelesen, was denn? Nein! Nein, tu doch irgendwas! Tu irgendwas! Okay, bye! Was F? F zum Fallschirm aufmachen oder F for respect? Eins Depth. Oh scheiße, wir haben einen Depth. Wo ist denn der Depth-Counter eigentlich? Da ist der Depth-Counter. Warte mal. Depth-Counter plus 89. So, hätten wir das auch mal wieder. Flo, mir jetzt wieder den Zwickel, Opa, mir jetzt wieder den Euro. Schnauze jetzt! So ist Schmecker oder was? Wiedereinstieg, gib ihm. So. Willst du bloß ausprobieren, was passiert? Da haben wir! Was ist da alles? Eine Da hinten haben wir gestorben, ich weiß genau. So, F habt ihr gesagt. Ruhmpunkte minus 25, ja. Das war jetzt nicht sehr ruhmreich, muss ich gestehen. Hat er recht. Springen wir mal da oben. Machen wir es ein wenig schneller. Wie weit unten, wann muss ich einen Führerschein aufmachen, hätte ich fast gesagt. Tu mal weiter. Geht ihm schon noch. Das schaut ein bisschen nach PUBG aus. Geht ihm schon noch. Mach auf! Oh. Ja, geht dann nicht so spät! Hat keiner gesehen? Du hast nichts gesehen. Gib ihm den Topf. So.
Jetzt bin ich total am Arsch der Welt. Wo ist denn da wo? Da hinten ist was. Ich hab's genau gesehen. Da fliegen wir jetzt gemütlich hin. Mach den. Ja, was weiß ich nicht, wenn der 3/4 Stunde braucht, seinen scheiß Behinderten scheiß Fallschirm aufzumalen, der Mongo! Schau, dass vier fliegst du, jetzt kann man da nicht lenken. Bist du bloß noch behindert? Was bist du für... Was ist denn jetzt halt? Geht das bloß noch... Was ist denn jetzt? Lenk halt! Ja, lenk halt dann! Ich kann nicht lenken. Wie kann ich lenken? Jetzt landet ich im Wasser drin! Muss jetzt da 3/4 Stunde warten, bis ich oben unten bin, oder was? Nee, dreh mich langsam. In der Richtung. Ich mag da nicht hin, ich mag da hinten rein. Da hängt da drin schon, hängt da drin und schaut. Hängt der? Jetzt landen wir da am Berg, oder was? Was tun wir da? Da unten ist auf alle Fälle Loot, das habe ich schon gesehen. Müssen wir auf alle Fälle über die Brücke über die Brücke. Also gut, ich sag das ganz ehrlich, die Fallschirmfliegerei haut mir jetzt schon nicht vom Hocker. Okay, so, servus, grüß Gott, ich bin jetzt auch da. Okay, Maus-Sensitivity ist zum Abkotzen. Steuerung! Deine Mutter hat auch eine Steuerung. Wo ist Maus-Sensitivity? Ich weiß es nicht. Achso, gibt's keine Maus-Sensitivity? Haben wir die noch nicht? Doch, da haben wir es. Mausempfindlichkeit, Ego-Perspektive, gehen wir gleich mehr auf 35, oder? Mausempfindlichkeit, Verfolgerperspektive, gehen wir auch gleich mehr auf 35, oder? Wunderschön. So, schauen wir mal. Das ist immer noch zum Kotzen schnell, wer so spät der ist, der Money, was weiß ich. Dann haben wir auf 20 oben, 20 oben Mausempfindlichkeit, Kimme und Korn. Dann haben wir mal auf 25 Mausempfindlichkeit, Zielfernrohr, oben, Schlossknacken, oben, Bombenentschärfung, oben, Mausempfindlichkeit, Drohne, soweit werden wir nicht kommen, aber das ist mir wurscht. So, wir haben jetzt da! Secure communication with human asset established. Greetings, human asset. Hallo! Welcome to Scum Island tutorial protocol provided by the Tech One Corporation. Ja. My designation is Dual Energetic Entity Neural Appliance. Box den Baum, du Fotze! I am an artificial intelligence created by the Tech One Corporation tasked with overseeing the Scum Show protocols, including the preparation of human assets. If you wish to activate the tutorial, please do so on your journal interface. Secure channel closed. Ich bin Pro-Gamer, ich brauch kein scheiß Tutorial, Leute, im Maul. Was ist mit mir zum Beispiel nicht deren? Was wacht? Ich fahr jetzt zum Beispiel so... Das ist immer derselbe Witzbürger, du bist der Behinderte heute einmal. So, mit dem wir mal da so hinter, das ist besser. Und seht ihr nämlich da links unten, was da so los ist. Das meine ich ist gescheiter. Du, das meine ich wird das gescheiter sein. So, ich box jetzt den Baum, bis ich da rumfall. So schaut's aus. Ich weiß jetzt auch nicht. So, was tun wir jetzt? So, ich bin jetzt da. Kann ich da vom Boden was aufklappen? Nein, kann ich nicht. Da ist ein Stecker. Tu mir aus dem Stecker jetzt was. Ja, stiefel den Stecker! Stiefel jetzt einmal den Stecker, damit er Ruhe gibt. Sehr schön, passt. Okay, also links haben wir jetzt, pass mal auf der Tür. Oh mein Gott, was ist denn das? Oh mein Gott. Unterhemd, Gefangenenhemd, Hose, dann haben wir da so Sachen. Hat's jetzt einmal ab mit einer oder nicht der Reihe? 5 auf Nase her, aber drüben bin ich jetzt auch gleich mal Video liken nach der falschen Sprung. Also, merci hier. Roman Empire, merci für den Zwickel. So, wir müssen jetzt einmal schauen, was da los ist. Was kann man da jetzt, tun? Steinmesser herstellen. 2 Steine sammeln. Okay, das tue ich. Da brauche ich auch wieder. Wo Stein wo? Ist das kein Stor? Muss ich den erst stiefeln oder was muss ich? Das ist doch ein Stor, ich sag doch das. Wo kann ich mit ducken? Ah ja, hier. Kann man rein? Nein, kann man nicht. Doch, kann man schon. Nein, kann man nicht. Okay, das ist die Zoom-Funktion? Ja, okay. Wie schaut denn der Stein aus? Ich weiß nicht, in meiner Welt schaut es so aus. Da ist ein Tannenzapfen. Wieso kann ich den nicht nehmen? Kräuter! Da! Stein nach. Okay. Okay. Nach Steinen suchen. Habe ich doch da gerade durchgehen. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr? Ich finde das so geil, dass es gleich bei Vollgas zum Sprinten anfängt. Kann man das nicht? Da nach Steinen suchen. Da ist ein Stein. In die Hände nehmen, kleiner Stein. Jetzt habe ich einen Stein. Und dann? Boxen. Boxen mit Stein. Ja, erst ein bisschen trainieren. Okay. Jetzt pass auf. Umgebung. Kann ich jetzt da mal... Schauen wir mal, wie das Inventarsystem funktioniert. Offensichtlich habe ich keinen Schnellzugriff. Wo ist denn ist das mein Inventar da oder was? Alter, ich hab gar keinen Platz nicht. Ja, okay, aber gut, verstehe schon. Warum kann ich das jetzt da nicht rein? Da ist das Ding größer oder was? Verstehe ich nicht. Okay. So, Crafting-Menü. Crafting-Menü wo? Rechtsklick, untersuchen.
Oh mein Gott, was ist denn das? Okay. Handwerkspläne. Kleiner Stein. Ein kleiner Steinbrocken kann zur Herstellung einiger einfacher Werkzeuge verwendet werden oder als Schlagwaffe. Kann benutzt werden mit Steinmesser. Ja, kann ich da draus bauen oder... Das probieren wir jetzt einfach mal. Nehmen wir mal... Steinmesser. Oder Handwerkskiste, Werkzeug und Waffen, no skill. Da kommen wir zu Basic. Ja, ich hab doch super, ist zu schwer, musst auch aufs Gewicht schauen. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen, wo das steht. Ach, da oben haben so Reiter. Es gibt einen Reiter, der heißt Stoffwechsel. Schlagen, Nahkampfwaffen, das sind unsere Grundskills, Leistungsdaten, Ruhen, Passiv, Mühle. What the fuck ist das? Wie Vitamine? Alter, isst du mal ein Stück Erdbeerkäse, da hast du Vitaminen drin. Boah, leck. Oh, Alter, was ist denn die? Also, ja, okay, chill. Energie. In Kalorien, 93%. Wasser, 450 Milliliter, 94. Das ist unser Hunger und Durst quasi. Makronährstoffreserven. Alkohol, gesättigte Fette, Zucker, Ballaststoffe, Fett, Kohlenhydrate, Protein. Dann Muskeln haben wir 40. Alter, wie krass ist denn das, Alter? Dann sämtliche Vitamine A, B2, B4, Bla, C, E, Mineralien. Was ist denn das da alles? Was weiß ich, was ist denn das? Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Natrium, keine Ahnung. Magen, Darm, Dickdarm. Es wird also keine ungelogene Zeiten, es wird sogar unterschieden zwischen Darm und Dickdarm. Das ist offensichtlich wichtig. Es ist offensichtlich wichtig. Gut, schauen wir gleich weiter oder? Ja, schauen wir weiter. Journal. Ah ja. Okay, vielleicht machen wir doch ein Tutorial. Machen wir doch ein Tutorial, ich weiß es auch nicht. Einfaches Handwerk. Willkommen, das zu lesen, ich bin jetzt zum Lesen gekommen. Suche am Boden nach 2 Steinen. Hammer. Drück mal gleich mal auf Folgen. Secure communication with human asset Zuhören. established. Welcome to the basic survival simple crafting tutorial. In this tutorial we will establish the basic skills you will need to survive. To start, please collect 2 solid masses of minerals or mineraloid matter also known as rocks. Ich hab schon 2 Steine, muss jetzt nochmal, ich wirf jetzt einfach einen Boden hin. Jetzt warte mal. Inventar. Das ist Umgebung. Das heißt, ich wirf es so wieder am Boni wie in Daisy. Da ist es halt ein bisschen umdreht, aber es ist ja wurscht. Ich glaube, wir können auch sofort aufhören, das Spiel mit Daisy zum Vergleichen, weil das ist ja wohl ein Witz. Jetzt passen wir obacht. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, ich habe ja einen Stein in der Hand. Hoppala. Ich habe einen Stein in der Hand. Wo ist... Ach, da unten ist meine Hand, okay. Den schieben wir uns jetzt mal in die Hosentaschen. Und dann gehen wir ein bisschen zurück aus. Und dann liegen da unsere Steine am Boden. Wo ist denn da der Unterschied? Das sind ja 2 Leisten, kann ich das da auch herziehen? Nein, was ist der Unterschied da? An die unteren Leisten? Verstehe ich nicht. Steine. Ah, da steht das mit dem Gewicht, okay. Also es gingen in mein T-Shirt, oder in mein Hemd oder Jackerl oder was ich da habe, Gefangenenhemd, gingen 0,6 Kilogramm eine, 0,5 Kilo sind drin, der Stein wiegt halt ein halbes Kilo. Und der Stein hat 1 Kilo gewogen, deswegen hat er nicht reinpasst, der passt schon ein, jetzt haben wir da voll, passt. Okay, machen wir wieder zu, suche ich am Boden nach 2 Steinen. Habe ich. Vielleicht muss ich aber die Aktion ausführen, warte mal. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, vorher habe ich da am Boden geschaut, auf einmal hat es geheißen, suche ich nach Steinen. Das geht, da jetzt auf einmal, warum? Ah, diese Splitter schauen so aus, gell? Ja, suchen wir mal. Bam. Good work. Good human work. Asset. You can utilize gathered materials to craft a tool. To Handwerk. proceed, welcome to your person. On the right you can see all of the items available for crafting provided you have the resources and high enough intelligence. Okay. For now, we will focus on one basic stone knife. Please select a stone knife on the crafting menu. Please select a stone knife on the crafting menu. Das Crafting-Menü ist aber, glaube ich, das da hinten. Jetzt klappt man da mir alles zu, weil, Alter, wird das wieder, Alter. Wie soll es denn da ausgehen? Werkzeuge und Waffen. No Skill. Denke ich mal, da braucht man keinen Skill dazu. Steinmesser. On the left side of your interface, you can see the resources required to build your desired item. Below it you can see the items that you currently possess and the items in your vicinity. If you have gathered the resources, you can click Craft in the bottom right corner of your interface. Please do so now.
Das ist der Button, der ist da hinter mir. Ja? Der Craft-Button, der Herstellen-Button. Und das da links beschreibt, was man mit dem Steinmesser alles machen kann, mit was es benutzt werden kann. Du kannst halt dann da Sachen wahrscheinlich draus schnitzen und craften und so weiter. Wir drücken jetzt da mal auf Herstellen und schauen, was passiert. Der Gierge! 5 Sekunden Englisch, ich bin raus, sorry. Mei, du Trenzer, dann lernst das! Du musst nicht alles ins Inventar ziehen, reicht in der Umgebung. 87% adequate. Be careful though. Crafting an item does not automatically place it in your inventory. You need to pick the item up from the vicinity. Please do so now. Okay, also wenn du was craftest, ist das nicht automatisch. Ich übersetze da Gürgel. Du halt nicht so viel weinen. Jetzt gehst du ins Bad, machst Dusche an, machst das schön warm, schwappst dann Sand aus deiner Karre und dann kommst du wieder. Okay? So. Wenn du ein Item craftest, ist es nicht automatisch in deinem Inventar, sondern liegt gegebenenfalls am Boden, so wie da. Warum ist das jetzt rot umrandet? Das wissen wir nicht. Ich kann es nicht nehmen. Warum kann ich das nicht nehmen? Für mehr Control gedrückt halten. Okay. Ein einfaches improvisiertes Steinmesser, das aus 2 steinernen Teilen besteht. Good work. Did you know that 52% of human assets forget their crafted tools in the field? This is why we have decided to add this part of the tutorial for new human assets. Now let's use your new knife to craft yourself a weapon. On Scum Island there are many dangers and you will need to be able to defend yourself. To begin, cut down a bush. Okay, das Ding braucht 2 Slots nebeneinander, deswegen hat es nicht hingepasst. Und der Stor hat blockiert. Über 52% der Spieler craften irgendwas und werfen den Scheiß dann am Boden und vergessen ihn dann. Darum haben sie das ins Tutorial eingebaut. Ja, gut. So, jetzt muss ich einen Stern zusammenschneiden. Einen Stern, diesen Stern, da, zerteilen. Ups, dauert richtig lang schon hin. Cut down your bush, guys! Und der Herbert richtig erkannt. Oh, wir haben da links unten im Menü einen Indikator, wie laut wir sind. Und einfaches Handwerk. Zerschneide einen Busch in der Nähe und finde einen langen Holzstock. So, der werdet jetzt in der Umgebung umeinander. Kleiner Holzscheit, kleiner Holzscheit. Kleiner Holzstock, kleiner Holzstock. Was braucht der Slots? Das war halt geil. Was mich da schon wieder ein bisschen nervt ist, also was heißt nervt, dass wenn ich es ziehe, oder vielleicht ist das so, ich hab's bloß noch nicht gespannt. Nein. Wenn ich das Item ziehe, dann habe ich es da an der Maus drauf, aber ich sehe nicht, wie viel Slotplatz das es braucht. Das ist bei Daisy besser gemacht. Nervt mich jetzt schon. Was brauchen wir? Einen langen Holzstock. Ja gut, da müssen wir noch ein paar mehrere. Was ist denn mit. Mit dem Mausradl. Unterm Laufen mit dem Mausradl nach vorn, dann machst du einen Sprint und ansonsten gehst du langsamer. Ja gut, bewegen wir uns einmal ein bisschen Richtung diese Brücke da oben und schauen wir, ob wir noch Stauen finden. Ja, aber ich bin jetzt schon, ist okay, Grafik ist okay, spielt sich sehr flüssig. Obwohl ich keine guten Frames beieinander habe, also mit zwischen 90 und 100. Ich weiß schon, das ist für euch Consoleros, ist das ein Weltwunder, aber was ist das? Oliven? Ja, Oliven nehme ich mit. Ja, sag einmal, wie groß sind denn Oliven? Ja, geh weiter. Das ist ja schon ein Kass. Also das kaufe ich am nicht, dass ich in meine Hosentaschen nicht mehr als 2 Oliven reinkriege, das ist eine Lüge. Das ist ein fucking lie. So, ich möchte nicht durchsuchen, ich möchte Stauen herschneiden. Was ist mit Stauen? Durchsuchen. Na, Stauen möchte ich herschneiden. Zerteilen, jawohl. Hau noch zu. Rechtsklick, essen. Oliven können nicht giftig sein. Können Oliven giftig sein? Ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen. Good work. You are progressing at an adequate level. To craft a spear, utilize the same steps you use to craft a stone knife. Okay. Dann hat jemand im Chat geschrieben, es ist nicht wichtig, dass die Items im Inventar sind. Es reicht, wenn die in der Umgebung sind. Das heißt, wir haben jetzt da einen langen Holzstock. Und da sehe ich schon wieder nicht, wie viel Platz der im Inventar brauchen würde. Das nervt. Oh, schau hier, die kann man richtig so platzieren, so. In der Umgebung. Das ist geil. Alter, die kann man auch richtig. Schau mal, das ist cool. Ja, kannst du einen Holzpflock nehmen und kannst ihn durchhalten. Das ist cool. Das kann Daisy nicht. Sehr schön. Ja, ein bisschen ans Menü gewohnt und so. Rechtsklick. Essen. Was habe ich jetzt gekriegt?
Habe ich irgendwas gekriegt? Du bist Stoffwechsel. Was haben wir da jetzt gekriegt? Haben wir da jetzt irgendwie... Oh, da Oliven, 90%. Und die laufen langsam ab. Das sind so... Ja, rechts da, bei mir, das da. Wenn ich was gegessen habe, kriege ich jetzt... wahrscheinlich... ich habe in meinem Magen 60 Milliliter. Alter, ist das krass gemacht, Alter. Was geht denn? Und dann geht es langsam in den Darm. Im Darm haben wir jetzt 12 Milliliter. Im Dickdarm haben wir 3 Milliliter. Und ich glaube, ich habe eine lustige Nachricht für uns, wenn das mir, aber essen wir die nächsten einer. Ja, okay. Wir nehmen unser Knife, das wir wahrscheinlich aber dann gleich wieder wegschmeißen. Hoppala. Dann gehen wir da so. Handwerk. Wir sollen einen einfachen Steinspeer herstellen. Was brauchen wir da dazu? Seil, ein Steinmesser, einen langen Stock und Steine. Gut, das können wir noch nicht, dann machen wir einen einfachen improvisierten Holzspeer. Alter, was das kann benutzt werden mit aufgespießter Ziegenkopf. Gefällt mir jetzt schon. Einfach herstellen. Was haben wir da? Holzpfeile, Holzkeule. Ja, oh mein Gott, Alter. Bauen wir einen Speer. Alter, ist dieser Speer mit einem Dill. Congratulations, human asset. You have completed the basic survival simple crafting tutorial. Your actions have been most admirable. If you want to resume your training, please activate the next tutorial. Secure channel closed. Okay. So, Speer nehmen in die Hand. Geil. Jetzt haben wir einen Speer. Und jetzt? Okay. Ja, okay. Schauen wir weiter. Journal. Unterhemd in Fetzen schneiden. Tasche herstellen. Unterhemd in Fetzen schneiden. Hose in Fetzen schneiden. 2 Lumpen in Stofffetzen. Du kannst mir mal schlecken. Ich zieh mir doch jetzt so einen Knocker aus. Was ich jetzt tue, jetzt laufen wir mal da oben zu der Brücke und schauen mal, ob es Loot gibt. So, Essen. Vielleicht sollte man noch ein paar so Oliven. Ja, aber Taschen ist schon nicht schlecht. So ein Rucksack war geil. Weil ja, offensichtlich brauchen da die kleinsten Dinge brauchen Platz ohne Ende. Jetzt schauen wir gleich mal, was passiert, wenn man so steile Wände runterläuft. Okay, das geht offensichtlich. Ja, dann laufen wir mal. Ja, im leichten Trott. Im leichten Trott kann man da irgendwie ein bisschen... Okay, auf Num-Taste Minus schalten wir das HUD aus. Okay, was man... Kann man unterm... Oh, das ist gut. Man kann Inventar aufmachen unterm Laufen. Schnellzugriff 3. Das heißt, wenn ich jetzt da auf 3 tue, haben wir das Messer in der Hand. Wenn ich auf 1 so, ja, das sind die wichtigen Sachen. Das sind die wichtigen Sachen. Ja? Gleich mal im Vollsprint-Healing. Aber nicht zu viel. Ja? Was haben wir da? Zerteilen. Nein, nichts zerteilen müssen wir jetzt nichts mehr. Schauen wir mal. Ich bin jetzt gespannt, wie Loot zu finden ist. Wir haben ein bisschen sehr extrem ab... Oh, da ist ein Motorrad. Was ist das? Nein, nicht aber stehen. Wie schaltet man das ein? Ah! Ist defekt. Ist defekt. Woran sagt man das? Weil es so komisch raucht. da müssen wir. Was haben wir da? Dirtbike, 100%. Inventar öffnen. Oh. Oh, da kann man sehr viele Sachen verstauen. Okay. Untersuchen. Diese kleinen Moskitos sind leicht und werden von einem 125 Kubik Einzylinder, Zweiteil, bla bla bla. Batterie leer. Wo seht ihr das? Langsam Kinder, weil soweit Batterie leer. Ist das da unten Batterie oder was ist das? Wetness 0, wait, wo seht ihr das? Wo seht ihr, was diesem Batterie und Sprit fehlt? Kein Sprit. Ja, das ist okay, das ist alles cool, aber wo seht ihr das? Ich sehe jetzt da graue Balken. Und ich sehe da 40%. Was bedeutet was? Links die senkrechten Balken. Das da. Steig mal auf. Zweitakter! Steig mal auf. Ja, aber dann sehe ich immer noch nichts. Rumpunkte, minus 42, da. Ach, da. Ach,
Muss ich schnell auf die Seiten fahren? Da. Falsche Seiten. Da. Treibstoff 0, Batterie 0. 16. Da habe ich jetzt ganz rechts unten in den Eck habe ich jetzt nicht geschaut. Ja, die 2 grauen Balken, eins ist für Sprit und eins für Strom. Das heißt, die werden nicht länger, die Balken, und dann anders farbig, sondern innerhalb dieser grauen Balken kommt der Farb und die. Ja, verstehe schon. Ja, okay, aber merken wir uns mal, gibt es eigentlich eine Map? Jeder, der seit dem DayZ-Stream nicht da war, denkt sich gerade so, Alter, hat sie ja lauter Behinderte oder was ist mit euch? Okay, man hat straight vor Anfang ich kann nicht zoomen. Kann man das zoomen? Du sollst nicht boxen, du sollst. Okay, was sind die grünen Dinger? Weiß ich nicht. Kann man da was markieren? Nö. Ja, okay. Geht zum Container links neben dir. Ja, das ist jetzt sowieso einmal der Plan. Jetzt müssen wir sowieso mal weiter da. Nicht so schnell sprinten, damit kann man da aufmachen. Kann man da schon mal. Oh, okay. Ja. Gibt's da auch was? Das war auch nicht schlecht, wenn es da auch irgendwas gibt. Kann man da irgendwas manken? Und in die Stromkasten? Ne? Das muss, da liegt was, glaube ich. Was ist das da? F in die Hände nehmen. Notverband. Ja, easy, oder? Nehmen wir mit. Oh, leck, das war jetzt schon schwer. Ach du Scheiße. Stirb, du Sau! Ist der behindert? Habe ich mir irgendwie weh da oder so? Wo liegt das Fuß? Zeig dabei! 10 Meter Draht? Ja, Blumendraht! Grüne Leuchtfackel. Was haben wir da? Flanellhemd, das ist alles kaputt, das habe ich einmal zusammendroschen. Aber kann man das, warte mal, wir untersuchen, in Lumpen zerteilen? Schauen wir uns gleich einmal an. Da kommen jetzt halt Verbandslumpen raus, oder was? Es ist ja so leise, keine Musik, gar nichts so. Ist der Sound bei euch in Ordnung? Ist das laut genug, damit man ein bisschen was, oder hört ihr gar nichts? So, jetzt haben wir da irgendwo Lumpen. Schmutz, ja genau. Dann kommen gleich mal schmutzige Lumpen raus. Die können wir gleich vergessen. Den scheiß Draht können wir auch vergessen. Und ihm kann man auch zerteilen. You know what time it is. Animationen geht so, kann man schon lassen. Mach aus einem Spacken 5. Was kann ich da jetzt tun? F in die Hände nehmen. Und jetzt kann ich mit dem. Und jetzt kann ich ihm. Weiß ich nicht, kann ich die anderen mit dem Kopf zusammenschlagen oder wie sehen das? Ja, jetzt passen wir beobachtet. Crafting. Alter, da liegt Klump um. Was haben wir denn? Oh, leck. Menschenhaut! You know what time it is. Untersuchen. Was geht? Oh, leck. Improvisierte Maske. Eine handgefertigte Maske, die aus Menschen- oder Tierhaut besteht. Was brauchen wir die? Gib mir das sofort. Gibt es da kein Suchmenü oder so? Kann benutzen werden Gegenstände, Nahrung, Baupläne, Basisbau, Werkzeug und Waffen unter Gegenstände vielleicht. Oh, da. Improvisierte Maske. Was brauchen wir da? Menschliche Haut. 10 Meter Draht! Improvisierte Lupe. Wieso brauchen wir da eine Lupe? Was haben wir da? Improvisiertes? Nee, oh, leck, was brauchst du denn da? Oh, da kriegst du einen totalen Vogel, Alter. Ja, gut, wirf mal den Kopf wieder weg. Du den Kopf wieder am Boni, wirf ihn weg. So, ja, okay. Rucksack. Ja, stimmt, aus den Stofffetzen sich vielleicht einen Rucksack bauen oder so. Wieso bin ich jetzt in so einer. Okay, jetzt bin ich nicht mehr in der Kampfbarriere. Ist ein bisschen kompliziert, aber es wird schon. Nein, es hat mich schon. Da liegen menschliche Knochen, aus denen kann man mit Sicherheit irgendwas Tolles bauen.
Aus denen kann man doch mit Sicherheit auch irgendwas Tolles bauen. Eine Knochennadel. Ja, dann machen wir doch eine Sehne. Jetzt war es halt ganz geil. Jetzt warte mal, wenn ich das da so nimm. Und dann kann ich halt direkt Rechtsklick machen und dann das direkt bauen. Ohne, dass ich mir das jetzt da aussuchen muss. Oder wie haut das hin? Florian, jetzt wieder 5 habe die Bürger und alle anderen. Habe die Flo, das sagt ich. Martin Bayer, servus Bürger, melde mich zum Dienst. Bin ich gerade zu Hause rein. Scam, was ist das? Gibt's da Zombies oder bist du aus dem Knast ausgebrochen? Danke für alles. Ich glaube so ein bisschen beides. Ich kann es auch noch nicht so hundertprozentig sagen. Kannst auch die Zähne rausschneiden und die Ohren abschneiden. Mr. Steve Gold, das sind genau die Informationen, die wir hier brauchen. Kann ich am Zehennägel auch ankauen. Das war auch nicht schlecht. Also, du brauchst erst ein vernünftiges Gewand und einen gescheiten Rucksack. Ja, das ist mir alles klar. Ich muss erst einmal klarkommen, wie das Menü funktioniert. Ich hätte jetzt gern, ist 1 auf und von links 5. Kilian, das ist improvisierter Holzspeer. Ich merke, wieso kann ich da nicht hergehen? Klick das Ding an, dann ist Craften. Das war halt cool. Warte mal. Vielleicht kann man das ja irgendwie untersuchen, fallen lassen, schnell Skript. Nein. Ja, das ist auch nicht so schön. Sag ich dir, was ist, aber es muss ja wahrscheinlich irgendwo in die Gegenstände drin sein. Wie schaut das Teil aus? Komische Nadel. Komische Nadel, vielleicht bei Basic. Ist ja doch fein. Wo ist denn das drin? Du musst einmal auf Messe markieren und auf den Knochen und dann Rechtsklick. Was? Messer markieren und dann Rechtsklick. Okay, das ist selten deppert kompliziert, bis ich mir das merke, aber ich verstehe schon. Ich glaube, ich habe es schon verstanden. Ich brauche ja mein Stormesser zum Herstellen von dem Ding. Das heißt, ich kapiere es schon. Hab schon verstanden, aber da muss man sich erst drauf gewohnen. Problem ist jetzt halt ganz stark, ich muss das dann natürlich in die Hände nehmen und die Knochenladel. Gut, die braucht wenigstens nicht so viel Platz. Handwerk. Jetzt lass mich mal so einen Rucksack suchen. Rucksack. Haben wir mir irgendwie wie eine da. Schalldämpfer. Werkzeug und Waffen. Gegenstände. Lumpenschuhe. Irgendwie ein Rucksack. Wo ist denn der Rucksack drin? Nahrung, Baupläne. Das ist jetzt so Schädel und so ein Scheiß. Basisbau, jetzt auch nicht sein, Nahrung, jetzt auch nicht. Gibt es BAföG beim Scam-Studium? Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Wo ist denn so der Sandsack? Eine Suche war halt geil. Bei Basic. Da, improvisierter Rucksack. Was braucht man da alles? Schmutzige Lumpen, ein improvisiertes Nässe. Das ist eigentlich das, was uns hauptsächlich abgeht. Wir bauen das. Alter, das. Ja gut, das ist mit jedem komplizierten Crafting, aber was kompliziert ist ja nicht. Mit jedem Crafting-Spiel so. Ja, brauchen wir einen Faden. Okay, wir brauchen einen Faden. Kriegen wir mir irgendwo einen Faden her? Droppt der zufällig vielleicht, wenn man die Sachen da legt oder so? Nein, da kommt kein Faden aus. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Ja, aber gut. Hauptziel Fadensuche. Vorher werden wir nichts zusammenkriegen, oder? Rechts, das zweite von oben, da hast meine ich eine Tasche. Die können wir sicherheitshalber auch mal noch anschauen. Nicht bloß den Rucksack. Was haben wir da? Improvisierte Regenmantel, Tierhauthose, improvisierte Stiefel, Tierhautjacke, primitiver Kompass und so. Ja, da werden wir schon Dings finden müssen, fürchte ich. Was haben wir da drin noch? Kann man da zum Scheißen einmal ordentlich gehen? Nein, kann man nicht. Klo rein, ist auch keine Herin. Ich weiß ja noch nicht, wie genau man schauen muss nach den Items am Boden und so. Da haben wir doch auch, ich hab doch vorher irgendein Fadending, so ein Verbandsding aufgeglaubt. Wo ist denn das eigentlich hier verschwunden? Schau halt mal bei No Skill statt bei Basic. Da gibt's keine Taschen. Doch, Kurierrucksack. Da brauchen wir Seil, sonst haben wir auch wieder nicht. Was haben wir da so? Baumrindenseil. Schauen wir mal, was haben wir da? Improvisierter Kurierrucksack. Baumrindenseil, kleiner Holzstock. Ja. Okay, hab schon verstanden. Trotzdem durch so. Was war drin? Keine Gegenstände gefunden im Scheißhaus. Wieder nichts drin. Oh, eine Mütze, Baseballkappe, ausrüsten. Geil! So schaut's aus. Schauen wir schon mal stabil aus. Bleibt der Bälle warm. So, jetzt ist die Frage, ich kenne es ja gar nicht. Vielleicht muss ich da mal durchsuchen. Was haben wir da? Handy! Das nehmen wir mit. Ich weiß nicht für was. Rechtsklick.
In Hände nehmen, Schnellzugriff untersuchen. Was kann das? Kann benutzt werden mit stiller Alarm, C4-Bombe. Ja, schmeiß den Scheiß weg, das braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch, weg mit dem Schund. Ja. Kann da einfach am Boden irgendwas spawnen oder muss man die Objekte... Ah, jetzt verstehe ich ja den Aufmerksamkeitsskill. Es ist doch nicht so, dass da, also mit Sicherheit auch, dass der Loot irgendwo in Regale spawnt, sondern es gibt Objekte, wo du hingehst und du drückst auf Durchsuchen und je höher der Aufmerksamkeitsskill ist, desto... Übrigens, das Model von dem Auto schaut katastrophal schlecht aus. Aber sag's keinem. Dann fällt halt mehr Loot raus. Ja, das macht natürlich Sinn. Was haben wir jetzt da alles? Metallschrott, Polymera kann da nicht drin sein. Da kann man nicht irgendwie hinten in dem Zeug drin umeinander suchen und so. Da werden wir auch bloß Metallschrott finden, nehme ich mal an. Oder ist da vorne dann vielleicht was anderes zum Finden? Nein. Ja, okay, verstehe schon. Da Mülltonnen werden wir wahrscheinlich auch durchsuchen können. Ja, haben wir es schon. Ha, da haben wir was gefunden. Was haben wir da gefunden? Wieso? Ist jetzt da was am Boden weggefallen oder nicht? Nein, nichts da. Was haben wir da? Keine Gegenstände gefunden. Das steht auch ganz winzig, ganz links. Aber gut. Ja, das heißt, also so Behälter und so weiter kann man schon mit durchsuchen. Der Rest ist sinnlos. Ja, dann würde ich sagen, schneiden wir mal 5 Steckern her, weil so haut unseren Scheiß Hammer. Und dann, ja, zerteilen. Los geht's. Ja. Okay. Wird schon, Kinder, wird schon. Ja, wir brauchen ein bisschen reinkommen. Das wird schon. 5 kurze Steckern brauchen wir. Ja, die Frage ist, wie transportiere ich die jetzt da um? Ist die große Frage. Das ist halt die Knochennadel, wirf mal den Stor weg. Stor weg, Knochennadel rein, wie groß ist denn der? Kann man dran? Nein, das ist Springer. Kann man Items dran irgendwie? Cool oder instinktiv oder so? Nein. Muss ich die jetzt alle einzeln da umtragen? Jetzt zeige ich das richtig. Mit Shift? Moment, sagen wir nochmal. Nein, Shift geht nicht. Der hat doch noch eine Hand. Gar nicht. Was ist das da unten für Slot? Weiß ich nicht. Hände. Haben wir nicht 2 Hände? Nein. Da hast du zu wenig Platz. Was ist denn das da? Holster. Kann man den in den Holster da? Ah. Wenigstens das. Da können wir zumindest 2 tragen. Machen wir so. Und dann tragen wir das alles da hinten auf den Haufen und schmeißen es am Boden zusammen, was wir überhaupt alles brauchen. Jetzt pass auf. Machen wir so und so. Und Handwerkern, wir wollen dieses improvisierte Ding. Wir brauchen 3 Lumpen und 5 Meter Seil und das Steinmesser. Und Seil, jetzt passen wir auf, irgendwie kann man ein Seil herstellen. Ah, da geht okay, da gingen mehrere verschiedene Items. Baumrindenseil. Wie stellt man Baumrindenseil her? Baumrindenseil. 5-mal kleiner Holzstock. Na gut, dann muss ich es wieder mitnehmen. Ja, Entschuldigung, ich muss auch erst reinkommen. Hallo? Außerdem sehe ich da nur stabiles Pro-Gaming. Wir werden wahrscheinlich, du rennst wie ein Behinderter. Ein bisschen schon, das ist wahr. Das muss ich, das kann ich bestätigen. Langer Holzstock. Kann man die langen Holzsteckern nicht in kleine Holzsteckern zerteilen? Langer Holzstock, kleiner Holzstock. Langer Holzstock, kleiner. Tu mal. Das ist ja so schön, man kann ja die da zack, alle 3 nebeneinander legen. Jetzt nehmen wir mal den da. Dann markieren wir das Messer. Jetzt warte mal. Messer markieren, Rechtsklick, in kleine Stücke zerteilen. Na, habt schon verstanden! Zack, gib ihm. Hört ihr meinen PC im Hintergrund blasen? Das ist extrem laut, das Scheißteil. So, jetzt haben wir wie viel Steckern? Kleiner Holzstock. Die haben wir auch da auf. So. Da haben wir noch einen kleinen. Wo ist der kleine? Kleiner Holzstock. Den haben wir da. Nein, den haben wir alle schon. 1, 2, 3, 4, wir haben 5. So, dann brauchen wir ein Handwerk. Und dann brauchen wir Baumrindenseil. Herstellen. Ich hier nichts blasen. Das ist gut. Odin, danke für die Info. So. Jetzt haben wir ein Seil. Ich habe ein Seil jetzt. Wo ist mein Stor? Oh, mein Steinmesser ist gleich kaputt. Das holt aber nicht viel aus, das Stormesser. So, Seil. Mal ein bisschen
Das Laufer schaut ein bisschen sehr behindert aus, da habt's recht. Da habt's recht. Aber an dem soll es einmal nicht scheitern. Jetzt pfeffert man das einmal am Boni. Na, der mal weiter weg, da kennen sie keinen Schwanz nicht aus. So. Seil. Wir brauchen. Das da, Seil haben wir, Steinmesser haben wir, 3 mal Lumpen. So, Lumpensepp, da gehst her, Lumpensepp. Umgebung, schmutzige Lumpen, dann müssen wir das Seil doch da reintragen, das hilft uns alles nichts. Kann ich das jetzt da so umschirmen? Alter, das ist ja voll cool. Das ist cool gemacht. Kannst du sagen, was du magst. Komponenten herstellen. Wir haben alles. Easy, gib ihm. Alter, es dauert eine Viertelstunde! Also, weiß ich nicht, dabei kann ich ja Schachtel Zigaretten rauchen gehen. Der Umberto fragt, sind da andere Spiele? In der Regel ja. Also es ist multiplayerfähig wie in DayZ auch. Aber ich spiele jetzt mal zum Spiel kennenlernen, weil wahrscheinlich werden wir schon 5-mal umgebracht worden. Spiele jetzt einfach mal Singleplayer, um das Spiel kennenzulernen, ein bisschen die Map kennenzulernen. Und mir glaube ich, sind wir momentan überfordert genug. Da schauen wir uns jetzt mal den Singleplayer an. Der Askia schreibt, Mr. YBO, geh auf die Pfeile bei den Mods, da schaltest Alternativen durch. Ja, hab ich schon rausgefunden. Also da, du meinst die kleinen Pfeile da kann man durchschalten, was man stattdessen so hernehmen kann. Ist auch nicht schlecht. Da kann man Tierhaut wahrscheinlich auch, Lumpen, schmutzige Lumpen, Tierhaut. Haben so die Alternativen aus, was man das Teil da. Jetzt haben wir es gebaut. Da liegt unser improvisiertes Teil da. Improvisierter Curry-Rucksack. Ausrüsten. Geil! So, wenn das nicht stabil ist, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt schauen wir mal ins Inventar. Der hat gescheit Platz. Schau dir das an. Da können wir den Bälle gleich mitnehmen. Alter, wie groß ist denn der Tetz? Tun wir den Tetz weg wieder. Du, wie groß ist der Fuß? Okay. Den ganzen Scheiß können wir nicht. Menschliche Haut, Knochen. Weißt du was? Den Draht nehmen wir mal mit. Drahtschatten nicht und eine grüne Leuchtfackel, die nehmen wir auch mal mit. Was bedeutet dieses, da ist so ein kleines grünes Eck dran. Wer weiß, was das bedeutet? Das weiß ich noch nicht. Was bedeutet das? Kann man das etwas sagen? Dass es ein Objekt zum Usen ist? Oder? Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren, weil who the fuck knows. Machen wir so. Na. Wie benutzt man Items in der... Ein Köcher kannst du noch machen. Los den Draht geht, der hat gerade noch einen Meter von 10. Ist das so? Wenn der Draht 1 von 10 Meter... okay. Das wird wirklich in Längen ab... leck mich doch. Ja, Spiel sehr komplex, ich sehe schon. Im Inventar Rechtsklick, fallen lassen, Schnellzugriff, Leuchtfackel zünden. Wir kommen werfen. Ja, holst da und Holzschlag an, du Idiot. Ich mag jetzt nicht mehr kämpfen. Geh. Müssen wir es wieder auf. Wir brechen einen Kampfmodus ab. Ja, hoppen schon. Nehmen wir das mal wieder. Warte mal. Alter, der pfeffert die gescheit weit. Schau mal die so. Hab ich jetzt da hinten so einen Zombie-Typen aufgeschreckt? Okay, krass. Kobe! Okay. Schauen wir mal, ob wir uns da vorbeischleichen können. Kann man walten? Na. Doch. Okay. Die Fackel lockt die Zombies an. Mr. Stancy? Ich dachte es mir fast, aber ich hab da ja keinen gesehen. Den müssen wir fast killen. Weil da ein Haufen so Schachteln umeinander liegen und da ist vielleicht Loot drin. Ja, außer mit dem Speer. Sagt ich. So, Zombie-Sepp. Wo ist der? Haben wir da? Suchen. Haben wir ihn da? Papier? Nimm her. Fürs erste. Oh shit. Wo leck ist der Fett? Au! Was tut denn mit... Ja, das funktioniert nicht. Alter, der Schrei ist ja ultra laut. Alter, der Scheißspeer. Au! Alter, der Scheißspeer kann überhaupt nichts. Ui, blöd. Oh, links unten unser... Okay, Verband. Lumpen. Lumpen sauber. Nein, nicht sauber! Nein!
Hab ich jetzt mein scheiß Speer mit dem Lumpen sauber gemacht? Nein! Oh mein Gott, I'm gonna die, I'm gonna die. Spitfire-Jacke, du mit dem Messer her. Fuck. Ich blüht, ich weiß nicht wo. Team-Events, wo? Handwerk, Stoffwechsel. I'm gonna die. Was, ich hab bloß noch 64% Leben. Zerleg dein Unterhemd. Ja, ist eine gute Idee. Wie ist das gleich gegangen? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir kein Stormesser mehr. Stormesser, daher. Unterhemd in die Hand. Nein, am Boden. So. In Lumpen zerteilen. Fuck! Wir kommen eine Aktion abbrechen. Stoffwechsel, Gesundheit. Okay, wir haben Lumpen. Lumpen, Rechtsklick, behandeln. Was? Brust. Was soll ich behandeln? Blutende Verletzung. Alter, was ist das? Blutende behandeln. Oh mein Gott, Alter, ich brauch Fetzen. Mehr Fetzen. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo? Stopp, okay. Stoffwechselsymptome, ganz okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Blutende Verletzung. Was soll ich machen? Umgebung? Ich check's nicht. Blutung hat auch. Wie, wo? Oh, Blutung hat tatsächlich aufgehört. Okay, das ist kein Blut. Aber Speer ist gleich klumpert die Bande auf hier. Hat aufgehört zu bluten, chill. Ja, hab ich nicht gesehen. Aber. Man hat eine blutende Verletzung, steht doch da. Aber komplizierter geht's nicht mehr. Und dann kann ich da auf die. Ja, ich verstehe schon. Kopf, blutende Verletzung. Und ich bin infiziert mit irgendwas. Da ist irgend so ein Dings da. Immunsystem, ganz schlecht, Alter. Wir brauchen einen besseren Speer, brauchen eine bessere Waffen. Was hat denn der dabei gehabt? Hat der irgendwas dabei gehabt? Bargeld. Bin mir nicht sicher, ob. Kann man mit dem da Hände nehmen, aufnehmen, brauchen wir nicht. Was haben wir da? Stofffetzen. Fallen lassen. In Schnellzugriff. Okay. Durchsuchen wir die Karre. Die Karre. Ja, war knapp. Auf den einen Auto ist ein Rucksack gewesen. Muss ich noch mal schauen. Keine Gegenstände. Da haben wir schon reingeschaut. Da ist tatsächlich ein Rucksack gewesen. Okay, also es können Objekte ausrüsten. Alter, da ist ja voll Porno. Okay, Doppelklick zieht die Sachen einfach so um. Dann werden wir den wieder in Lumpen zerteilen. Sage ich jetzt da, wie es ist. Lumpen! Der Lumpen ist die Generalversicherung und Lebensversicherung des kleinen Mannes. Haben wir gelernt. Lumpen, nimm den Lumpen mit. So, passt. Da kann man noch mal durchsuchen. Was haben wir da? Mein Gegenstand wurde zerstört. Jetzt haben wir kein Messer mehr. Jetzt müssen wir wieder Steine suchen. Der Horen vom Vordern. Putzt der Eure, ihr Bladen. Was ist da los? Luca, was ist Gambis? Wie ist Gambis hier? Hey, ganz ehrlich, bis jetzt gefällt's mir. Also ich kann jetzt noch nicht, aber gut, was hat es mit der Isiz und da im Grunde sind es die gleichen Spiele, aber es ist schon selten komplex da, was mir da jetzt entgegenkommt. Jetzt mit Danke für deine Mitgliedschaft. Mr. MRC, merci für 3,40. Musst du nicht mal langsam kacken gehen? Weiß ich nicht, wie geht man kacken? Da mit Stoffwechsel. Da, ich habe im Dickdarm 31 Milliliter. Wir gehen kacken. Ich will kacken. Ich merke von der Brücke, habe ich kacken. Was haben wir da? Keine Gegenstände gefunden. Wo haben wir da wieder? Honey, merci für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi, Leute. Dankeschön. Schluss jetzt. Was haben wir da? Ja, gut, in die Autos ist nur Metallschrott. Und so, was haben wir da? Okay, das ist das ein ganz Objekt zum Durchsuchen. Und ansonsten die Augen offen halten, weil da überall Sachen rumliegen können. Also auch auf den Schrottautos, die ziemlich beschissen ausschauen, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Aber ist ja wurscht. So, moven wir mal ein bisschen schneller. Was haben wir da? Wird denn erst was zum Essen drin sein? Das gibt's ja nicht. Ja, irgendwo drin. Muss ich da jede Schachtel einzeln? Oder ist da, nein, das ist offensichtlich gilt als ein Objekt. So, jetzt schauen wir mal Map, wo sind wir überhaupt? Okay, Straße um mich und links. Ich möchte in dieses grüne Gebiet da rein. Was auch immer das grüne Gebiet da bedeutet, ist mir scheißegal. Wir müssen auf alle Fälle, laufen wir schon Richtung, wir laufen in die total falsche Richtung.
Wir laufen mal in die total falsche Richtung und zurück aus. Zurück aus und Gas. Zurück aus und Gas. Das sind Handelsposten. Und dann müssen wir doch nicht, weil wir haben nichts zum Handeln. Aber die Frage, oh, da ist ein Airdrop. Ist das ein Airdrop? Müssen wir trotzdem da hin. Kann man schwimmen? Müssen wir da der Straße entlang, da auffahren, dann oben, da ist ein Airdrop. Und dann ist. Es ist wie spät, bitte? Viertel nach, möchtest du verarschen? Da wollen sie geht, der ist wieder checkt, da ist der Floco Loco und der Wolf weg. Map! Safe Zone, okay. Ist das dann auch im PvP, also Multiplayer online, ist das dann auch Safe Zone, nehme ich an? Was ist da dann? Kann man da dann nicht schießen oder wie läuft das? Du brauchst was zum Knacken beim Airdrop, okay. Dann müssen wir, wir haben auch eine totale Scheißposi. Wir können auch da in den Süden runterlaufen, das glaube ich ist kürzer. Da schaut es mir als wäre eine kleine Stadt oder so. Und dann immer wieder mal eine kleine Stadt. Ja, gehen wir Süden. Gehen wir Süden, da waren wir schon auf dem Weg, los geht's. Turrets, die jeden wegholen, die auch Waffen draus haben. Ah ja, okay. Versteh schon. Versteh schon. Ja, da haben sie schon was denkt dabei mit von wegen. Moment, Vollsprint jetzt da. Wie lange kann man da Vollsprinten? Ist das, okay, das ist Laufgeschwindigkeit. Essen 64%, Trinken 59%. Ja, da war schon nicht schlecht, wenn wir noch mal so Oliven oder irgend sowas finden. Das ist ein Trader auch online. Ah, okay. Also Safe Zone halt dann online. Storner müssen wir finden, wir brauchen noch mal ein neues Messer und vielleicht sollten wir uns auch mal so einen Storspeer zumindest machen, weil das ist ja, die Dinger, die sind ja völlig lächerlich. Schauen wir mal, was haben wir da? Metallschrot, Schießpulver, das nehmen wir mal mit. Für was wir auch immer Schießpulver brauchen können, ich weiß es nicht. Na, das schaut noch nichts aus. Kann man das durchsuchen? Nö. Da haben wir noch was. Ich nehme mal Bargeld mit. Vielleicht kann man das bei den Weinkorken, Sicherheitsnadel nehmen. Nehmen wir mal alles mit. Wer weiß, für was wir den ganzen Schrottscheiß da brauchen können. Kann man Autoreifen durchsuchen? Nein. Jetzt schauen wir mal. Ja, einfach der Straße nach die ganze Zeit. Und dann werden wir schon sehen. So, das ist wahrscheinlich wieder so ein Storspot. Jawohl. Haben wir 2 Steine. Handwerk, Steinmesser herstellen. Du kannst da in die Safe-Zonen was kaufen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber was ist die Währung? Das Bargeld. Ist das Geld, ist das die Währung oder ist sowas wie in Fallout Bottle Caps oder also Kronkorken oder irgendwas anderes? Spielspezifisches Geld. Okay, dann hätte ich das Bargeld doch mitnehmen sollen. Verdammt! Ist ja wurscht. Ist wurscht. Hilft uns nix. Weiter geht's. Wir hatten so ein Olivenstauern ausgeschaut. Was ist denn das da? Das schaut aus nach. Was ist das da? Das kann man durchsuchen. Was findet man da? Keine Gegenstände. Okay. Kaktus, kann man den durchsuchen? Kaktus kann man essen, weiß ich. Also so Früchte vom Kaktus. Hm. Ja, hab ich nicht einmal Gegenstände drin, warten weiter mehr so. Und dann weiß er, was haben wir da? Feigenkaktus. Geschmack prüfen. Und jetzt? Feigenkaktus roh. Ja, wow, das hätte man jetzt ein Trottel auch sagen können. Und jetzt ist er weg, oder was? Nein, da ist er. Tun wir essen. Stoffwechsel. Da hat er Feigenkaktus. Oh, schau hin. Was bedeutet das? Erholung. Da geht die Erholung in Tee von der Gesundheit mit dem Feigenkaktus OP, oder? Feigenkaktus OP. Beste Leben mit Feigenkaktus. Hashtag Feigenkakti. Weiter geht's. Wie schaut der zerteilen? Sind halt Bullshit zum Zerlegen, aber wir dürfen nicht zu weit von der Straße weg, weil sonst kennen wir nicht mehr aus, wo wir sind. Was haben wir da? Durchsuchen. Was finden wir da? Keine Gegenstände. Und wenn dann wahrscheinlich Storne. Was haben wir da? Das sind ja Aloe Vera Pflanzen, oder was ist denn das? Die schauen zumindest so aus, oder nicht? Schauen nicht Aloe Vera Pflanzenbladel so aus? Da ist normal voll der geile Scheiß drin. Kann man das nicht fressen? So, ich schlage mir, Bett schreit, Frühschicht, viel Spaß. Mr. YBO, hauen Sie eine, habe drrr. Habe drrr. Es war jetzt eigentlich ganz geil, wenn wir da mal was finden da drin. Aber nicht so weit weg von der Straße, dann finde ich nie wieder heim. Finde ich nie wieder heim. Wo ist die Straße? Da ist die Straße. Was ist das da? Durchsuchen. War halt geil, wenn dabei steht, was, Larven!
Grillen. Rechtsklick essen. Freilich haben wir uns die sauberen, die Garnelen, hätte ich schon was gesagt, ey. Schieb es, die bringen. Muss ich ein bisschen auf Zeichen gehen, da? Easy peasy lemon squeezy, Alter. Freilich hauen wir uns mir die ein. Ja? Da krieg ich harte Timon und Pumper-Vibes. Was kann man aus denen bauen? Kann man aus denen was bauen? Make Wurmfisch. Oh, gehen wir fischen, Alter. Na, kommt alles. Jetzt mehr mal in so eine Stadt ein. Na, bevor wir in so eine Stadt eingehen, sollten wir eigentlich mal so einen improvisierten Speer bauen. Jetzt mal langsam. Wir gehen so Holzspitzenspeer, improvisierter Metallspeer, improvisierter Steinspeer. Was brauchen wir da? Schon wieder Seil. Nicht Seil. Improvisiertes Seil. Baumrindenseil können wir wieder bauen. 2 Steine, ein langer Stecker. Aber wieso kann ich jetzt meinen bereits bestehenden Speer nicht erweitern? Mach lieber einen Bogen. Was ist da los? Luca! Kann man sich nur mit Bladel in den Arsch abwischen oder muss da Heiselpapier craften? Das ist eine gute Frage. Ich mag jetzt kacken gehen. Wie geht man kacken? Kacken! Ich will kacken jetzt! Team Events. Kacken! Funktioniert nicht. Wie kackt man? Tab halten. Oh. Erhältlich mit Supporter Pack 2. Befehle. Okay. Aktionen. Das schaut doch noch kacken aus. Okay, nein, das ist nicht kacken, das ist die allgemein allseits bekannte Russenhocke. Damit Tab halten. Erleichtern. Austreten. Pinkeln. Ich kann nicht kacken. Kotzen kann ich auch nicht. Pissen kann ich auch nicht. Ich kann weder kotzen, kacken noch pissen. Haben wir wahrscheinlich nur 2 Gissen. Na gut. Kaktus. Über was zum Essen jetzt? Hau du denn nicht hin. Bogen bauen, schreibt ihr. Improvisierter Bogen. Nummer 2025. Der hat unterschiedliches Zuggewicht. Verstehe. Was haben wir da? 5 Meter Seil, 10 Meter Draht, 5 Meter Seil. Also das Finden war halt natürlich geil. Langer Holzstock, improvisiertes Seil, Steinmesser. Haben wir alles am Start, da brauchen wir Baumrindenseil. Baumrindenseil. Da müssen wir wieder Stauern herschneiden und 5 kleine Steckern. Das kriegen wir hin. Bauen wir uns! Brauchst du gerade Pfeile auch wieder bauen? Lieber eine Hacke. Auch wieder vor. Und einen Köcher und den ganzen Scheiß. Bauen wir lieber eine Hackel. Was haben wir da? Nagelbesetzte Keule, Holzkeule mit Stacheldraht, Holzkeule, improvisierte Schaufel. Brauchen wir da dazu? Holzbrett. Und da Steinaxt. Da brauchen wir aber auch 5 Meter Seil. Oder halt wahrscheinlich improvisiertes Seil oder Baumrindenseil. Das kriegen wir hin. Kleiner Steinaxtkopf. Großer Steinaxtkopf. Was brauchen wir da dazu? Lumpen. Lumpen haben wir. 5 Meter Seil, Baumrindenseil, das kriegen wir hin. Das bauen wir. Was ist da los? Wieselburger Beste, servus Bürger, bin jetzt auch da, sei lustig. Bin die ganze Zeit lustig, jetzt was du da bist, her wieder auf damit, aber die. Mehr seht ihr. So, jetzt passt so Wacht. Jetzt passen Sie am Obacht. Inventar, was liegt da umeinander? Langer Holzstock, kleiner, langer Holzstock. Das heißt, wir brauchen das da, Rechtsklick in kleine Stücke zu teilen. Wie viele kleine Steckern kommen denn da aus? Jetzt schauen wir mal, wir haben 3 Stück, 5 braucht man. Schauen wir mal, wie viel das wir am Schluss haben. Die können wir dabei schon wieder herrichten. Nein, können wir nicht. Das geht nicht gleichzeitig. Also kommen da 2 neue aus. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Handwerk, machst du mal ein Seil. Drehst du mal ein Seil raus. Also, merke, langer Holzstock, kommen 2 kurze raus. Ich glaube, in der ist es anders, da kommen 3 kurze raus. Glaube ich. Oder sogar 5? Ich weiß nicht mehr. Okay. So, jetzt haben wir ein Seil. Wir haben ein Seil gemacht. Jetzt brauchen wir Hacke. Und Leute, besser fetzen. Mitte Juli war jetzt. Weiß man schon, was wegen den Caps? Ja, kommen wahrscheinlich Liefertermin im Laufe der Woche bei Bavarian Caps an oder nächste Woche. Sobald ich das weiß, ich sag's euch dann. Okay? Ich denke mal, ich habe euch schon mit gutem Grund gesagt, Mitte, Ende Juli. Weil bis die dann bei mir sind und bis dann online und blub und so, weißt du, was es ist.
So, merci dir für deinen Euro-Breselfest und merci an den Rest übrigens. Wir brauchen einen großen Dingsbums. Da brauchen wir einen Stein. Wir brauchen einen Stein. Nicht bloß so Kieseldinge, sondern wir brauchen einen Stein. Dann durchsuchen wir heute mal. Nach Steine suchen. Was haben wir da? Haben wir jetzt da einen Stein gefunden oder nicht? Das ist ein kleiner Stein. Wir brauchen einen großen Stein. Großer Stein. Nach Steinen suchen. Was haben wir da? Wir finden immer nur kleine Steine. Ich brauche einen großen Stein. Gib mir Steinblatt. Gib mir Stein. Da liegt ein riesengroßer Stein. Da muss doch mal ein großer. Vorher ist einmal so ein großer Stein rausgefallen. Das finde ich nicht gut. Gehen wir her jetzt da. Wo haben Steine? Da ein Steine. Steine. Was haben wir? Kleiner Stein. Kann ich nicht da irgendwie einmal. Ne. Da haben wir einen Stein. 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 So. Jetzt haben wir einen anderen Stein her. Brauchen wir 2 als kosten. 2 Steine, oder? Brauchen wir sicher 2. Ja, 2 Steine. 2 Steine hat es kosten. Mit Aloe Vera Pflanzen schauen wir auch noch mehr rein. Nicht, dass wir da noch was zum Fressen finden. Who knows? Ah, durchsuch den Schund. Wieso kann ich da jetzt wieder nicht durchsuchen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht! Steine durchsuchen. Oh, da ist der zweite große Stein. Zweiter großer Stein. Her damit. Wunderschön. Handwerk. Großer Stein aufs Kopf. Wie viel Gigabyte hat das Spiel Fassi Junior? Gute Frage. Was habe ich runtergeladen? Scheiße, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich glaube, irgendwas zwischen... Also Gesamtgröße weiß ich nicht. Ich glaube 30G, 35G zum Oberlohn. Ich weiß nicht. Die Leute schreiben so 70G, 60 bis 70 Gigabyte. Dann habe ich mich gescheit vertan. So, was habe ich jetzt da? Großer Steinachskopf. Jawohl, haben wir dabei. 65 auf Steam, schreibt der Herr Barbarian. So, wo haben wir jetzt eigentlich unser Sorli geworfen? Das finde ich nie wieder. Oh Gott, wird es jetzt finster. Oleg, wie lange dauert denn da so ein... Wo haben wir jetzt den Scheiß geworfen? Wo haben wir jetzt das Sorli geworfen? Sag. Da irgendwo. Da liegt doch das ganze Klump am Boden, oder nicht? Da haben wir es. Sorl hätten wir mitnehmen sollen. Handwerk. Was brauchen wir jetzt noch? Steinaxt, große Steinaxt. Lumpe, haben wir alles. Herstellen! Brudi, gib ihm. Wer sagt, Potenzial von dem Spiel auf der LAN sollte sie stattfinden? Ja, ich mag es nicht wieder groß breit treten und dann kommt wieder irgendwas dazwischen, aber ich sehe Potenzial jetzt schon. Da dauert auch alles ewig zum Craften und Zeug und es ist einmal die Dinger da. Und ist jedes Megabyte wert. Also bis jetzt bin ich sehr positiv gestimmt. Warum hat jetzt meine große Steinachs bloß 51,1 Brut? Was ist mit der? Warum geht die langsam kaputt? Alter. Die kann ich nicht damit nehmen. Alter, aber drum. Wir 3 Items. Wie dreht man Items? Oh, das ist eh was für auf den Bug laufen, gell? Ja, ich sag schon gut, ja, pack's in den Holz, da herrscht. Stancy, hab schon checkt. Aber trotzdem, da ich gerne wissen, wie man Items. Steuerung Mausrad. Ja, deppert, da geht's nicht mehr. Aber es geht. Okay, passt, haben wir. So, jetzt wird mit dem Hacke zugehauen, nicht mehr mit dem Holzspeer. So schaut's aus. Wir schauen mit unserem Hunger und Durst aus. Stoffwechsel. Ja, Larven. Müssen wir einfach auf dem Weg jetzt in die Stadt, wo wir hier haben, müssen wir einfach mal ein wenig schauen. Ein paar Kaktussen durchsucht. Scheiß Kaktussen. Nix. Da gibt's aber nichts in die Kaktussen. Wo bist du denn auf der Map? Da. Seht ihr das schon? Ja, oh ja. Da. Und ich mag fürs Erste, ich heute noch da herkommen in diese kleine, was auch immer. Das schaut ein bisschen aus wie so ein kleiner Flugplatz oder so. Whatever das ist. Was ist das da am Boden? Weiß nicht. Map! Kann man das da eigentlich? Die haben auch so, ne? Zahnerzapfer kann ich nicht nehmen. Na gut, jetzt halt laufen wir einfach mal ein wenig durch. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das so super schlau ist. Die ganze Zeit Vollgas zum Laufen. Ich mache einfach ein bisschen. Macht man übrigens mit dem Mausrad. Also, wenn ich jetzt das Mausrad nach oben drehe, dann fängt er ein bisschen schneller zum Laufen an. Die Animation ist so mittelmäßig geil, sage ich ganz ehrlich. Nach
nach 4 oder 5 Jahren in der Early Access, dann kann die Animation schon besser ausschauen. Der Rest der Grafik ist ganz akzeptabel. Ja, kann man sich geben. Es ist aber oft auch gar nicht so wichtig. Schauen wir, davon ist noch so ein Schrottteil, was ich jetzt zumindest noch schnell ausprobieren möchte, wenn man mit der... Oh, lecker. Wenn ich länger auf der Oh, jetzt kann ich Bäume fällen. Außer die Autoskins haben eine Katastrophe. Kann aber auch mit meinen Grafikeinstellungen ein bisschen zusammenlegen. Ich habe nicht alles auf Ultra. Ich habe auf Medium, teilweise sogar. Weil ich mir schon gedacht habe, dass mein PC sonst wieder halber abbraucht. Der Stancy schreibt, das Spiel ist schon gut und gescheit umfangreich. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also das, was man mir da sehen, das ist ja bloß die Spitze des Eisbergs. So wie ich das Gefühl habe. Und wenn dann noch andere Spieler da haben mit richtigen scharfen Waffen und dann was weiß ich, was noch es gibt, keine Ahnung. Wir haben jetzt da am Anfang aller Dinge. Jetzt durchsuchen wir mal da ein wenig. Was haben wir da? Parksensor. Scheiß auf den Parksensor. Ja. Mülltüten durchsucht, Mobiltelefon abhauen, brauche ich nicht. So, jetzt schauen wir mal da mal. Noch weiter in den Süden und fertig. Kalle Schwänzen! Einmal wieder da, einfach ein fettes Merci an die für alles. Herr Kalle Schwänzen, ihr müsst euch bei mir wirklich nicht bedanken, ganz ehrlich. Merci für dein Drilling. Bussi auf das Schwänzen, Nussi. Sag bitte nicht Stanzi, lieber weil wir Stanzi. Boris halt. Stanzi. Oder Stonzi. Die sagen einfach Stansen. Wir waren das. Mr. Stansen. Findet man aber nichts. Die Aloe Vera Pflanzen, die sind sehr rare, muss ich ganz ehrlich sagen. Durst haben wir, das ist richtig, schreibt der Leirabur. Der Leirabur, jetzt gucken wir mal da in den komischen Bunker da oben und schauen wir mal, was wir finden. Viecher habe ich noch gar keinen gesehen, fällt mir gerade so ein. Also, weiß ich nicht einmal. Warte mal leise. Ja, das sind einfach nur so Ambient Sounds, also Vögel und Zikaden und was weiß ich, was das alles ist. Aber irgendwie so ein Hasen oder ein Reh oder irgend sowas scheint auch Mangelware zu sein. Ich werde darauf hoffen, dass ich irgendwo in so scheiß Kaktus-Dinger oder in den Holzdinger so Larven finde oder so. Das da auf alle Fälle mal nicht schon. Weil die Ausbeute aus den Dingen ist schon... Ich glaube, bis jetzt haben wir einmal was in so einem Kaktus gefunden. Ist nicht so viel. In den großen umgefallenen Holzdinger da haben wir einen Haufen Larven und so einen Scheiß gefunden. Haben wir dann nicht sogar noch eine Grille? Ja, hau ein. Hau dir die Grille ein! Hau dir die Larve ein! Essen. Schauen wir mal auf den Stoffwechsel. Da ist er hin, wird schon. Wird schon, dann wird's ausgeschissen. Mistviech, das ist der Schissene. Tommy! Just mercy, Alter! Ich weiß nicht, Tommy! Ich weiß nicht! Merci dir. Schluss jetzt. Oder der Körper hat sich ja wieder voll erholt. Wir schauen mal aus. Ja, ist eine gute Frage. Ja, 100% Gesundheit, 100% Blut. Ja, immer so eine Larve und so eine Grille. Gesund heißt's. Ist gesund. Kreislig wie ein Pfleck, aber gesund heißt's. Was haben wir da? Haben wir da was durchsuchen? Nein. So, was haben wir mittlerweile? Jawohl! Sauber in die falsche Richtung gelaufen! Dann müssen wir uns jetzt, wenn wir da nach unten schauen, müssen wir nach links und da einen Berg auf. Guck mal, Birger, du absolut orientierungsloser Falte, beugt euch dann dein Fotzen. Na dann mal ab in die Nachtschicht, schönen Abend euch noch. Mr. Koletzka, hauen Sie sich hinein, es war mir eine Ehre. Ich hoffe, Sie hatten ein Quäntchen Spaß und konnten Neues entdecken. Wahrscheinlich eher nicht. So, um jetzt da. Jetzt laufen wir ja so ein bisschen direkt durch Pampa durch. Wer weiß, vielleicht findet man da mehr Viech oder so. Ich wüsste zwar nicht, wie wir das töten sollen. Wahrscheinlich kommt gleich ein Bär und der frisst uns einfach oder irgend sowas. Der läuft ja, als hätte er einen Stock im Arsch. Mr. Bastian, da hast du absolut richtig. Ich glaube, und nicht bloß einen. Und ich glaube, der ist ja nicht aus Holz, der Stecker. Oh, jetzt haben wir es gefunden. Agave. Für mehr Control gedrückt halten. Ist vor allem für seine sukkulenten und xerophytischen Arten bekannt, die typischerweise große Rosetten aus starken, fleischigen Blättern bilden. Ja, was kann man jetzt da damit tun? Rechtsklick, fressen kann man es natürlich wieder. Ja, passt eh.
Hauptsache was zum Essen. So, jetzt laufen wir. Also, liebes Entwicklerteam an Scum, ich bin fürs Erste, zumindest einmal so weit, wie wir gesehen haben, bin ich begeistert. Es ist gut. Schöne Sache, scheint sehr komplex zu sein. Man muss, glaube ich, so eine eigene kleine Doktorarbeit schreiben, aber das ist ja nichts Schlimmes. Aber die Animation vom Laufer, die ich mir Tag und Nacht anschauen muss, schwierig, Digi, schwierig, Alter. Ich laufe wie ein geistig Behinderter. So, jetzt haben wir da mal in so einem, ja, das kann schon ein Flughafen sein, das davon, ja, schauen wir mal. Ich habe irgendwas Komisches gehört. Drück Enter, dann brauchst du es nicht mehr anschauen. Ah, First... Ich weiß nicht, ob ich First Person so geil finde. Sag ich dir, was es ist. Finde ich in DayZ auch nicht so geil. Na? Kisten durchsuchen. Ja, da ich gerne, aber ich kann dann die Kisten kann ich nichts durchsuchen. Schauen wir mal noch. Irgendwo waren da komische Geräusche, die mir nicht gefallen. Was auch immer das war. Da oben schauen wir rein. Schau, ob da was drin ist. Oh, ich glaube, dass die Sonne untergeht, hä? Weißt du, was mich über nervt? Wenn bei so Kletteranimationen, da ist sie offensichtlich darum bemüht worden, dass der genau die Sporen von der Leute da gelangt. Warum gibt sie dann nicht jemand so lange die Mühe, dass man den jetzt da noch um 10 Pixel in T hebt, dass es echt ausschaut? Das verstehe ich nicht. Das ist schade. Also Kleinigkeiten. It's all about the 16 times the detail. Keine Gegenstände gefunden. Ich sehe schon. Ich glaube, dass der Aufmerksamkeitsskill war eigentlich schon nicht so verkehrt. Oh, was haben wir da? Durchsuchen. Ja, die Mülltonnen können wir halt durchsuchen, aber mehr schon nicht da. Da war Zigaretten, rauchen wir eine. Kann man da sonst irgendwas? Oh, da ist was. Ja, super. Und jetzt bin ich der Funkmann. Durchsuchen soll ich mächtig. Vorhängeschloss. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Schauen wir mal, kann man da sonst noch? Da haben noch so Schubladen. Ne. Gibt da sonst irgendwas? Ne. Müllbeutel wird durchsucht. Was haben wir da? Metallschrott. Mir hat es gewundert, wenn ich wieder ein Handy finde. Hätte mich nicht gewundert. Haben wir schon ein paar gefunden. Offensichtlich kann man das auch langsamer machen auf der Leiter? Nö. Kann man nicht schnell runterrutschen, so wie in DayZ. Ja, ist nicht schlimm. Jetzt bin ich gespannt, was da hinten zum Looten gibt. Das sagt ich. Das sagt ich. Haben mega ein paar Dinge durchsucht. Bin ich gespannt, ob da wieder so Zombie-Typen umeinander laufen und ob unser Hacki diesmal stärker ist. Unser Rucksackfund war lucky. Larven! Jawohl! Larven sind die Guten. Ich freue mich schon aufs Scheißen. Ich hoffe, dass wir bald genug im Dickdarm haben zum Abkoten. Zum Trinken brauchst du was? Das ist richtig. Das ist richtig. Kann man einfach irgendwie ans Wasser gehen oder ist das Meerwasser? Weiß man das? Jetzt ducken wir uns erst einmal nicht, dass da irgendwo so Zombie-Anschläge umeinander gurken. Ah ja. Ja, haben wir schon in so einem kleinen Komplex herin. Nur leise und in Ruhe. Schauen wir mal. Hat ein bisschen was von Tarkov. Oh, Lumpen können wir brauchen. Papier, ich weiß nicht, für was wir Papier brauchen. Hat jetzt eigentlich keinen Sinn, keinen großen. Hat ein bisschen was von Tarkov mit dem Durchsuchen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Bargeld. Bargeld nehmen wir natürlich mit. Bargeld nehmen wir mit. Und ich muss mir ein bisschen besser drauf gewohnen. Oder, ja, da, genau. Objekte, die eben nicht im Durchsuchen Teil drin sind. Dass man nichts übersehen. Wie ist dran gegangen? Steuerung Mausrad. Oh Gott, das wird es mir nächste Woche wieder erklären müssen, weil ich es bis dahin wieder vergessen habe. Haben wir da? Nix. Wenn was gefunden wird, dann geht sowieso gleich das Inventar auf. Da haben wir noch was? Nein. Oh no. Okay. Der Bot ist gebannt, übrigens. Ich glaube zumindest, ansonsten hätte er nämlich weiter gespammt.
Dixie-Klos. Gibt's da was drin? Schade. Schade. Für so ein abgefucktes Spiel, also auf abgefuckt getrimmtes Spiel, mit sehr großem Detailgrad hätte ich mir doch gewünscht, dass ich bitte auf einem Dixie-Klo zum Scheißen gehen kann. Das hätte ich schon gefeiert. So, Müll durchsuchen. Jetzt bin ich dann gespannt, wie es in die Häuser ausschaut. Aber leise, nicht, dass da wieder so ein Spacken drin flockt. Spackenherrin, hallo? Oh, was haben wir da? Oh, kleine Axt. Geil. Hätte ich kommen, wenn man die nicht brauchen kann, dann weiß ich es auch nicht. Backel mal ein. Die backelt man mir ein. Was haben wir da? Was kann das? Kann man da... Ah, nicht boxen! Kann man da was bauen, oder? Ah! Ja, tatsächlich. Standbohrmaschine. Kann man die mitnehmen, oder was ist mit der? Untersuchen. Ah, da kann man Munition bauen und so. Schalldämpfer aus Getränkedosen, lange improvisierte Schienen, Gewehrschienen, dann kannst du halt... Ah ja, Improvised Grenade Launcher, das Gummiband, ratatat. Ja, ich sehe schon. Mit ist das ein Unterschied? Standbohrmaschinen und eine Drehmaschine. Ja. Ich sehe schon. Was haben wir da? Nägel. Nimmst du mal Nägel mit? Ist das da was anderes? Drehmaschinen, Standbohrmaschinen. Ja, ich sehe schon. So Werkstätten haben nicht verkehrt. Scheiße. Boah, leck, das Hack ist ja voll brutal! 2 Schläge und Adios, Freunde der Sonne! Herr Sander! Welcome to the Squad, merci für den Mitgliedschaft, beziehungsweise für den Reset. Bussi auf! Was war das? Ich hab irgendwas gehört. Irgendwas habe ich gehört, durchsuchen wir den Huren. Hackel ist brutal, Alter! So, hat der was dabei gehabt, da. Puppet-Auge, was ich ja immer da mit soll. Truckerjacke kann ich jetzt nicht brauchen. Scheiß Zombie-Trottel haben nichts dabei, was man irgendwie brauchen kann. Was haben wir da? Eine Bikerjacke. 98%. Herr Freunde der Sonne. Waschen, ausrüsten. Alter! Geil! Ah, haben wir schon stabiler. Ah, wunderschön. Ist da sonst noch was drin? Nö. Kann man kacken? Pausieren. Okay. Gehen wir nicht brauchen. Kann man da durchsuchen? Das war noch geil, wenn es so detailliert wird, dass da... Mach immer die Türen zu hinter dir, dann können nicht noch mehr reinkommen. Das ist eigentlich gar keine so eine schlechte Idee. Mr. Schönhofer sieht, da hast du nicht so unfassbar Unrecht. Schauen wir mal. Gibt's nichts. Liegt da wieder irgendwo so ein Kackspacken umeinander. Da gibt's auch nichts zum Durchsuchen. Ah, nix. Okay. Das ist nur so ein bisschen... Wir sollen sagen, ein bisschen unintuitiv, dass ich weiß, manchmal, wie soll ich das erklären? Die ganze Bank vorher, die genauso ausgeschaut hat wie die, bloß mit geschlossenen Türchen in die Schubladen drin, da hat das ganze Objekt als eins gegolten, obwohl es 2 Tisch waren. Da bei den Spinte ist es jetzt so, dass das da einer ist zum Durchsuchen und das eins zum Durchsuchen ist. Das ist noch so ein bisschen schwierig zu greifen, dass ich vorher weiß, so, okay, da muss ich zweimal hingelangen, da werde ich mit Sicherheit viel übersehen. Da der Müllhaufen da zum Beispiel, da ist mit Sicherheit was zum Durchsuchen. Da ist wieder gar nichts zum Durchsuchen. Das ist ein bisschen seltsam. Da ich dran gewohnt, dass du weißt, was zum Durchsuchen ist und so weiter. Ah, der Schreibtisch natürlich, da ist wieder nichts drin. Ja, ich merke schon, oh, Panzertape! Nehmen wir mit, wichtigste, wo gibt. Sicherheitsnadel haben wir, glaube ich, schon. Nein, wir nicht, nehmen wir mit. Für was wir immer die brauchen, weiß ich nicht. Ah, durchsuchen haben wir schon. Liegt da was drin? Nö. Ja, aber so, das ist der hohe... Ja, das kommt mit der Zeit. Ja, denke ich mir schon. War ja in Daisy am Anfang... Weißt ja auch nicht auswendig. Oh, da liegt irgendwas. Okay, Bargeld. Bogenstabilisator. Ein professioneller Stabilisator für den Compound-Bogen, der die Präzision beim Zielen erhöht. Ja, den nehmen wir mal mit. Who knows? Vielleicht findet man ihn. Da, das waren jetzt zum Beispiel 2 Tische zum Durchsuchen. Da bloß einer. Da muss man ein bisschen rundum schauen dann. Das hilft sowieso nicht. Das hilft ja sowieso nicht. Waren wir da hinten schon drin? Ja. Oh, da steht wieder ein Motorrad, das gut ausschaut. Schauen wir mal. Da machen wir zu.
Mir nichts passiert. Popo Mumu, Popo Mumu, Popo Mumu, Tipp, 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 Tipp. Das ist neu. Durchsuchen. Der gute alte Flashback. Da kann man noch durchsuchen, einen Ofen durchsuchen, das ist auch nichts zum Essen. Was zum Trinken war halt langsam wirklich einmal geil, gell? Da kannst du die einzelnen Schuhschachteln durchsuchen. Ja, da, also Kim. Entweder alle oder gar keine. So, Wahnsinn. Ah, haben wir da gefunden? Metallschrott, praktisch auch. Ja, Alter, da jede Schachtel durchsuchen, bist du besoffen. Stück Gummi. Bolzen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da mit brauche, was zum Dringen. Gut, die werde ich da in die Schachtel nicht finden, aber wer weiß, was man da Neues finden kann. Es ist immer noch, am Anfang versehen ich Spiel. Oh, High Tops. Was haben wir für Schuhe? Haben bei 71% und die bei 100. Ja, gib ihm. Ausrüsten, Alter. Gib ihm. So, die High Tops, die nehmen wir. Oh, blaue High Tops. Nimm mir lieber die. Damit nichts passiert. Ah, die Schachtel unter den Tisch durchsucht. Nix. Da halt sie einfach eiskalt ihre Nase in die Kamera. Was haben sie denn da wieder gedacht? Oh, was haben wir da? Ne, Bolzen brauchen wir nicht. Pausieren brauchen wir auch nicht. Was ist da drin? Vorhänge Schließe brauchen wir auch nicht. Ich brauche was zum Trinken, Kinder. Etwas zum Trinken kann ich die Jacken durchsuchen. Ne? Da den Tackoff funktionieren. Ah, aber Schraubenzieher nehmen wir mit. Das ist mit Sicherheit irgendein Werkzeug zum irgendwas craften. 100%ig. Nägel. Kann man Nägel stacken? Wir haben ja schon Nägel, gell? Ah, kann man. Tatsächlich. Kann man Lumpen stacken? Nein. Kann man die stacken? Wieso kann ich keine Lumpen stacken? Dreck! Naja gut, lag da Munition auf dem Tisch. Ich hab keine Ahnung, ich glaube nicht. Das sind Bolzen. Keine Munition, Bolzen. Bolzen! Da haben wir eine. Schaut's da rein aus. Was haben wir? Oh, was ein Fallschirm. Und ein BH! Ausrüsten! Ich hab jetzt echt einen BH. Ja, ich hab jetzt einen BH. Was? Ein Fernglasel. Wie groß ist ein Fernglasel? So, jetzt fängt schon wieder, warum liegen die Schuhe da in meinem Inventar drin? Das weiß der Teufel. Friss einmal laufen. Das fressen wir auch noch. Was haben wir da? Schießpulver. Können wir wegschmeißen. Tun wir das Papier weg. Machen wir so. So, ein Stecknadel kann man die stecken. Nein, dann schmeißen wir die auch weg. Nägel kann man stecken. Das Ding und das Ding. Und dann haben wir ein Fernglasel. Wie groß ist denn das Fernglasel wieder? 3 oder was? Dann mal das in die Hände nehmen. Schauen wir mal, wie groß. Oh, das ist schon krass. Aber Fernglasel nehmen wir mal mit. Ich will das Fernglas jetzt. Machen wir so. So. Wo ist jetzt das Hacke? Das stellen wir da her. Wer weiß, für was wir das kleine Hacke noch brauchen können. Das geschissene Dings da, das lassen wir weg. Was haben wir da? Pausieren. Ich habe keine Zeit zum Pausieren. Und da haben 1000. Pack das Geld zur Nadel. Was? Geld zur Nadel? Wieso stackt dann das nicht automatisch? Nervt mich. Geld zur Nadel. Wie meinst du? Weiß ich nicht genau, was du meinst. Aus Stecknadeln kannst du Dietriche machen. Ja, muss man halt dann gucken, wann man die einmal braucht. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, wo man Stück Gummi. Wer weiß, für was man das braucht. Ach so, da mal. Ja, das ist nicht blöd. Jetzt habe ich es gecheckt. Hoppala. Also das Dran hätte man auch besser machen können. So wie das ist. Gell? Items dran hätte man besser machen können. Da hat es ein bisschen am Willen gefeit. Muss ich sagen. Was haben wir denn da? Schraubenzieher. Muss ich da eigentlich jetzt mehr außertappen oder schon, gell? Das nervt. Auch ein bisschen. Oder kann ich irgendwie die Maustasten irgendwas, Kampfmodus verlassen, kann ich irgendwie die Maustasten, irgendeine Maustasten drücken, dass ich da das Durchsuchen anfangen kann, währenddessen das Inventar aufbleibt? Wahrscheinlich nicht. Naja. Ist nicht schlimm. Trotzdem brauchen wir immer noch was zum Trinken. Was kann ich denn da jetzt durchsuchen? Ich check's nicht ganz. Unter der... Oh, Collegejacke, Motorradjacke.
Wo sehen, was da besser ist? Jetzt passen wir auf. Wetness, Dirtiness 1,3 Kilo, 2,3 Kilo, 1 Kilo. Ja, hat die dann, das probieren wir jetzt einfach mal schnell, ausrüsten. Hat die dann mehr Slots oder was? Nein, eigentlich nicht. Dann nehmen wir natürlich die leichtere. Die leichtere Motorradjacke, das sagt die. Ja, gut. Ist ja in Ordnung. Ja, es ist schon ganz geil gemacht. Also da brauchen wir uns mal ein Metallrohr, kann man mit sich einen Lauf draus basteln. Die Items dran, anders. Ein Faden, finally. Papier, Metallschrott, ja gut. Was haben wir da? Brotzeitbox, los was zum Trinken drin sein, bitte. Oh, schade. Ein Haufen Fallschirme haben da, aber nichts zum Fressen. Haben die da nichts gegessen da herum, oder was ist denn mit denen? Müssen wir mal was trinken. Lumpen. Her mit dem Lumpen. Gib mir den Lumpen. Fette Kisten, was haben wir da? Metallschrott, Lumpen, Kleber. Nein, wir wirfen mal den Lumpen weg, nehmen wir mal lieber einen Kleber mit, so einen haben wir noch gar nicht. Ein Teufel voll Loot hat es da nicht gegeben. Oh, eine Schachtel durchsucht. Ja, so viel Lumpen. Du musst aufschauen, dass du nicht zwei Gewande hast, sonst wird das zu heiß. Das habe ich mir schon fast gedacht. Können wir mal den Stoffwechsel anschauen. Was ist denn das da eigentlich noch? Das ist das EKG. Ah, wir haben einen Puls von 380. Was ist das da? Weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich der Sauerstoffgehalt. Das ist Atemzüge pro Minuten, keine Ahnung. Und Körpertemperatur ist bei 36,6. Ja, wird schon passen. Blutdruck. Das ist der Blutdruck. Ich habe noch nie in meinem Leben bei mir Blutdruck gemessen oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das für Zahlen sind. Bin ich so ehrlich, sage ich dir, was es ist. Oder? Ein kleiner Spaten. Jetzt wird es dann interessant. Jetzt wird man Compound-Scheiß, jetzt fängt es schon wieder an. Merkst du das? Die haben wir keinen Platz für den Scheiß. Aber den scheiß Compound-Ding brauchen wir auch nicht. Misst man mal aus. Da haben wir ein bisschen Zeug da, umeinander liegen. Ich meine, wir brauchen was zum Saufen. Runter mit dem BH. Eigentlich schon, gell. Kann der BH irgendwas? Der kann ja nicht einmal. Wirf einen Boni. Scheiß auf den BH. So, da haben wir ihn hingelegt. Schöner BH. Scum ist übrigens noch eine Woche auf Steam für 17,99 im Angebot, wenn es jemand interessiert. Da muss ich auch wieder dazu sagen, auf MMOGA kostet es plus 15. Und ich hab sogar noch was davon. Dankeschön. Und wenn du zum ersten Mal meinen Gutscheincode eingibst, Birger, kriegst du noch 3%. Danke fürs Zuhören. Ja, war Werbung. Schauen wir da rein. Allerdings, ich bin mir noch nicht sicher, was man sich jetzt da für ein Bild von dem Spiel machen kann. Das ist halt was, da kannst du Stunden reinbuttern. Habe ich das Gefühl. Mehrere. Ein Stücker, 2, 3. Lumpen. So, wo kriegen wir jetzt was zum Trinken her? Wo kriegen wir jetzt da was zum Trinken her? Sehr ergiebig war jetzt das da nicht, muss ich sagen. Ist aber jetzt auch kein typischer Lootplatz für Essen und Trinken, sondern eher so für so Werkzeug und Materialien, hätte ich jetzt einmal das so eingeschätzt. Alter, da ist eine gescheite Hocker gelegen, nimm die mit. Die habe ich schon. Da, hier, kleine Axt im Inventar. Habe ich schon dabei. Habe ich einem schon dabei. Die Frage ist, wo wir jetzt halt hingehen als nächstes. Und wirf die improvisierte weg. Was? Ich habe keine improvisierte Hacke. Ich habe da eine kleine Axt, da ist eine andere kleine Axt gelegen und ich habe eine große Steinaxt dabei. Auf der Werkbank war nochmal eine. Ja, aber brauche ich zwei? Braucht's das? Da ist eine große Axt gelegen. Okay, dann schaue ich noch mal nach. Dann, wenn ihr das sagt, schaue ich noch mal nach. Das ist, glaube ich, die gleiche. Oh. Nein, das ist eine große Axt. Da habt ihr absolut recht. Dann werfen wir unseren Speer weg und nehmen das Hacke mit. Very nice. Very nice! Machen wir so. Machen wir so. Wunderschön. Die Frage ist jetzt, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Ich würde sagen, man kann leider nicht in die Map reinzoomen. Außer ich bin zu blöd. Aber ich würde halt sagen, dass wir uns langsam da bewegen, weil da schaut nach High Traffic Shit aus. Wie spät ist es? 5 vor 10. Jetzt machen wir uns nur auf dem Weg da so der quer da an diese Küste. Wir brauchen was zum Trinken. Wir müssen irgendwie an die Küste. Ist das Meerwasser? Oder wo kriegt man was zum Trinken her? Das hat mich interessiert. Wir haben noch 2%, wir sterben sowieso. Das ist traurig. Jetzt laufen wir mal da. Jetzt warten wir jetzt fressen wir mal dieses Aloe Vera Ding. Essen.
Und dann schauen wir mal, Stoffwechsel, Nahrungsmittelabstoßung. Was ist da? Muss ich kacken oder was? Gehen wir mal ordentlich am Flugplatz her scheißen, jetzt pass auf. Ja, man kann immer noch nicht kacken. War da kein Brunnen? Brunnen, Läden, Garagen. Also gut, ich wüsste jetzt nicht, warum es da einen Brunnen geben sollte an so einem kleinen... Ist es ein Flugplatz? Ich kann mir vorstellen, ist es ein Flugplatz. Garagen... Also wir haben ja noch gar nichts zum Dringen gefunden. Also wirklich gar nichts. Da hat ein Haufen Werkzeug liegen, das man nicht mitnehmen kann. Da auch wieder ein bisschen seltsam. Das Ding hat doch Wasser gegeben, oder? Du warst doch bei 2%. Ja, ich glaube, ich war bei 2%. Stoffwechsel. Agaven, Magen, Darm, Energie, Wasser. Gibt Wasser. Grille gibt Wasser. Lauf, also ja, alles Essen gibt da ein bisschen Wasser. Das heißt, auf dem Weg nach da wo ich jetzt hoffentlich in die richtige Richtung laufe, nehmen wir jede von diesen den Pflanzen da halt mit zum Durchsuchen, weil wenn wir so ein Bladel finden, dann können wir das fressen, das gibt uns ganz viel Wasser. Ich meine, dir ist warm. Ja, das Gefühl habe ich auch. Meine Temperatur ist aber bei 36. Kann jetzt nicht so tragisch sein. So, die Frage ist, kann ich da durchwolten? Ja. Besser wie gar nicht. Nicht in Schee. Ich bin sehr durstig, sagt er. Ja, das sehe ich. Laufen wir in die richtige Richtung? Ja. So, und dann nehmen wir jetzt jede von den Pflanzen mit. Die hat, glaube ich, am meisten. Du verbrauchst aber viel mehr Flüssigkeit. Ja, das mit was? Wo steht das? Energie, Wasser. Einnahmerate, so und so viel Milliliter. Jetzt ist die Agavenpflanzen weg. Geh mehr im Schatten, das macht auch was aus. Was im Ernst jetzt? Es macht was aus, dass ich im Schatten gehe. Es ist ja ernst. Ja, aber irgendwo muss ich halt hingehen, dass ich die Pflanzen da looten kann. Das hilft da sowieso nicht. Das hilft da sowieso nicht. Schau mal durchs Fernglasl, das ist ein guter Punkt. Das ist ja das Schöne, man kann in dem Spiel. Einmal 4. Einmal 4. Ah, wie tut man das? Wenn die Ferien fallen lassen, dann schnell zu. Nein, nicht den Kampfmodus. Wie tut man das? F. Kampfmodus verlassen. Ah. Wie bin ich da jetzt reingekommen? Hä? Ich hab F gedrückt, dann tut er gar nichts. Na, auf F tut er nichts. V ist Kampfmodus verlassen, okay. L, nö. B, V. Ja gut, das Healing haben wir schon gehabt. Rechtsklick. Ja, ein kurzer Rechtsklick. Ah, okay, bin schon steil. Ein kurzer Rechtsklick, Fernglasl. Alles klärchen. Dankeschön, Herr Bonzi. Vergelt's Gott! Jetzt gehen wir da unten mal an die Küsten und saufen wir das Wasser, das da ist. Es muss ja irgendwie besser gehen. Oh, nehmen wir die komischen Agaven-Dinger mit. Nicht F, V. Nein, V ist der Kampfmodus. Aber ihr habt's auf YouTube, ihr hängt es ein bisschen hinten nach, ich weiß schon. Mir ist ziemlich warm, sagt er. Tja. Dann weiß ich es auch nicht. Musst du wieder mit der Unterhosen ausziehen, du Spacko. Ist mir wurscht, das hilft uns jetzt nichts. Dann laufen wir so gut wie wir können im Schatten drin umeinander. Naja, findet man nichts mehr. Gehen wir rein in den Schatten. Ah, schön. Das ist ein großes, da ist was drin. Da ist nichts drin. Ja, also der Loot ist schon auch rare. Sehr rare, habe ich das Gefühl. Haben wir was. Gib ihm. So, weiter. Dann müssen wir, glaube ich, weiter rechts. Na, schaut gut aus. Nicht wieder verlaufen, gell? Hier stand sie.
Bin Pro-Gamer, ich verlauf mich nicht. Hat das, jetzt bin ich bei 21%, dann habe ich mich vorher verlesen. So viel hat es nicht gebracht. Du hast, glaube ich, noch die Gefängnisjacke an. Ja, das Hemd habe ich noch an, ja. Was ist mit der? Weg mit dem Hemd! Lumpen haben wir auch genommen. Weg mit dem Schund! Was war das? Holzknackserei. Naja, aber haben wir schon auf dem richtigen Weg. Da ist auf alle Fälle ein kleines Gebäude und dann da herunten ist auch wieder so eine kleine Ansiedlung. Die schauen wir uns noch an. Jetzt gehen wir da unten einmal an die Küste. Boah, da gibt es auch ein Schneegebiet da hinten. Siehst du das? Jetzt sagt er zumindest nicht mehr, er ist nicht mehr so warm. Schaut stabil aus. Schaut stabil aus. Jetzt, wenn wir mal eine Karre hätten oder irgend sowas. Ja, ich sehe schon, dann Lager bauen und rundrum fahren und ja, ja. Ja, ja, hat mich schon. Hat mich schon. Blutsgespäh. Bluts angenagelt, wie der Spezi von mir sagen hat. An der Küste lohnt sich das Fernglasel. Das stimmt. Können wir mal an die Küste gehen, schauen wir, ob wir da was trinken können. Wahrscheinlich muss man aber das Wasser genau wie in der See abkochen. Das darf mich jetzt nicht wundern, wenn wir uns da irgendeine Infektion einfangen. Aber das, ja, learn it the hard way. Learn it the hard way, Kinder. Und dann werden wir träg nass, wenn wir das jetzt lernen. Das ist wahrscheinlich nichts. Ja, das sehe ich halt von da, dass dieser Meerwasser ist, oder? Können wir jetzt hier so trinken. Das war nicht gut! Scheißendreck! Ja, woher weiß ich denn, dass das Salzwasser ist? Weißt du, wie ich mein? Tu mir das Fernglas leer. Schau hin. Wie kann man da zoomen? Ich will zoomen. Oder war's das schon? Ja, auf die Distanz ist die Renderqualität natürlich jetzt auch nicht so der Hit, aber weiß das schon. Such irgendeinen Fluss, schreibt jemand. Ja, da gibt es ja recht viele Flüsse. Da oben ist so das einzige Fluss, das ich sehe, und da so ein bisschen. Da auf der Nordseite, aber die gehen ja auch alle ins Meer ein. Das ist die Frage, ob die ins Meer eingehen oder ob sie da rauskommen. Mausrad oder plus minus? Ah, plus minus geht nix, da geht auch nix. Naja, gut. Ist ja wurscht, jetzt kommen wir da erst einmal in das Gebäude hin, wo wir hin wollten. Und die kleine Stadt da, die schauen wir uns auch noch an mit den 5, 6 Gebäuden da und dann ist gut. Ah, hab mich schon wieder angefixt. Scheiß Gespäck, Grütze in Allfeier. Das ist Rauch, oder? Was, wo ist Rauch? Wo ist Rauch? Wo ist Rauch? Ich hab keinen Rauch gesehen. Oh, da unten ist irgendwas Tolles. Oh. Kann so eine Art, ist es ein Mini-Hafen oder irgend sowas, oder? Oh, Zombie-Sepp. Mehrere Zombies, scheiße. Scheißendreck. Scheißendreck. Psst. Sag mal, welcher Fluss geht denn aus dem Meer raus? Was weißt du nie? Was weißt du nie? Die Pulme jetzt, gell? Können wir gleich mal ausprobieren, ob wir die einzelnen Pullen kennen da. Die wird gelocht. Können wir gleich mal das gute Hacke essen. Alter, wir. Was hat denn der an? Alter, was hat denn der an? Was? Was ist mit ihm?
Ja, hab schon verstanden, wie es funktioniert. Oh, mein Gott, der piepst da irgendwie wieder. Er ist ein Selbstmordattentäter einfach. Was ist mit ihm? Das war ein Bombi. Ja, und jetzt? Aber so schlecht sind wir nicht beieinander. Hätte schlecht ausgegeben. Erstens bin ich jetzt voll erschrocken. Zweitens. Drittens. Und viertens. Hä? Eigentlich schauen wir ganz gut aus. So schlecht sind wir nicht beieinander. Ja, das hat aber jetzt Zeit. An was haben wir jetzt gestorben? Das möchte ich jetzt wissen. An was sind wir jetzt gestorben? Nur noch 3, 2, 1% gesehen. Ich hab doch da links um 75% gesehen oder so, oder nicht? Das hab ich nicht gesehen. Du hast Gesundheit in dem Blick ganz links oben, oder nicht? Außerdem habe ich alles mit Verband behandelt. Der Tagrakus schreibt, also ich glaube, mir waren wir doch schlechter beieinander. Also, dein Blut war bei 91%, deine Gesundheit ist runtergegangen. Das muss ich mir jetzt dann, da muss ich mir meinen eigenen Stream jetzt dann nochmal anschauen, weil das darf mich jetzt interessieren, weil ich habe Gott sei Dank den Monitor aufgehört, wo ich das sehe. Ja. Bergdoktor, schlechte Bewertung, eigentlich schon. Wunde durch C4, das dauert selbst nach dem Verbinden, außerdem sind C4-Wunden die schlimmsten, die es im Spiel gibt. Ah, okay. Das erklärt natürlich einiges. Ja, also mich hat es ja gewundert, dass man nicht sofort einfach tot. Ich hab das Piepsen schon gehört, aber du kommst ja dem nicht weg. Gibt's irgendwelche Game Tactics, wie du von dem Zombie wegkommst? Kann man, weiß ich nicht. Ich meine, den hat es ja sofort zerrissen, wie er an mir drüber war. Sofort auf der Stelle. Hast halt einfach Pech gehabt. Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, oder? Axt auf ihn werfen. Wasser, Bogen, Headshot. Nimmt Füße und Hände und Lauf. Ja, aber ich kann ja auch nicht ewig laufen. Pfeil und Bogen. Kann man die one-shotten mit Pfeil und Bogen? Weil dann bauen wir nächstes Mal natürlich einen Pfeil und Bogen. Die Axt werfen mit G, okay? Also merke, wenn der Joker-Zombie selbst kommt, renn. Ja, rennen bringt nichts, weil irgendwann kann ich nicht mehr, dann ist Ausdauer weg, dann ist er an mir drohen, ich bin tot. Den zerreißt's irgendwann. Ach so! Wenn er eine Zeile rennt, zerreißt es nicht. Okay, das hat sich jetzt gerade in unserem Fall hat sich das gerade so angehört und angefühlt, als hätte es ihn zerrissen, genau wenn er an mir droh ist. Herr Bünger, habe Bürger, magst mal bitte kurz meine Frage im Chat lesen? Die ist ein bisschen zu lang zum Donaten. PS, den 10er kannst gerne in ewige Kugeln investieren, Kleinvieh macht aus. Alter, ich hab Diablo Immortal schon so hart deinstalliert, dass das Schmerzen verursacht. Herr Bünger, hast du da irgendwo was? Ich sehe nirgendwo eine längere Frage. Schreib diese längere Frage. Ich hoffe, dass ich die im Chat nicht übersehe. Also es ist perfektes Zeichen. Du bist zu laut im Spiel. Ja, aber ich bin jetzt geschlichen und am Boden und so. Also, aber gut, ich bin einfach offen da gestanden. Da brauche ich mich jetzt nicht wundern, der hat mich ja direkt angeschaut. Naja, gut, was soll ich jetzt sagen dazu? Wieselburger, Sepp! Was los mit dir? Merci für den Zwickel, der Bombi-Sepp. Hashtag ab in den Chat, Bombi-Sepp. Da ist der Herr Bünger. Kann das sein, dass der Shop ein bisschen verpackt ist? Ich wollte gerade shoppen und habe gesehen, dass der Knopf zum Warenkorb hinzufügen blank ist. Und wenn ich drauf drücke, schmeißt es mich zum Homescreen vom Shop. Mr. Bünger, unter biergerware.de. Schau ich mir jetzt direkt an, wenn du schon fragst, oder, dann schauen wir auch nach. Biergerware.de. Jetzt schauen wir mal schnell. In den Warenkorb. Wählen Sie eine Größe L.
weiter einkaufen. In den Warenkorb, weiter einkaufen. Bester. So schnell. Bitte, Frau Steffi B., bitte Eintrag ins Protokoll. Alter, so schlecht schauen wir gar nicht aus. Hashtag Bombisepp. Aber das Spiel macht Laune und Lust auf mehr, Alter. Mr. Marvel Maniac, da sehe ich genauso. Ein bisschen ärgerlich jetzt, dass wir natürlich beim nächsten Mal wieder im Prinzip von vorne anfangen müssen. Aber egal. Man hat einmal das Grundprinzip gesehen. Es ist sehr also extrem auf realistisch getrimmt mit dem ganzen Nährstoffscheiß und so. Aber trotzdem, das ist schon ganz nett. Aber trotzdem findest du halt einfach bloß irgendwelche Items zum Fressen und dann friss sie oder friss sie nicht. Das ist so, Wo ist denn jetzt der Bünger? Fix, dann ist es bei mir irgendwie hin. Also bei mir geht es ganz normal. Wo ist die Frage, was du gerade bestellen möchtest? Vielleicht ist irgendwas ausverkauft von dem, was du als Auswahl hast, in Farbe und Größe und was auch immer. Du kannst sogar fett werden. Ja, also wenn du die ganze Zeit frisst und so, dann wirst du halt fett und wenn du viel laufst, dann nimmst du wieder ab und so. Das ist schon ganz geil gemacht. Also ob man sich da wahrscheinlich in der Early Access Phase nicht etwas zu lang damit aufgehalten hat, für solche Spielereien, ob es die wirklich braucht, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich cool. Ja, natürlich ist es cool. Ich meine, wir haben es halt da. Aber ja, Kappe ist ausverkauft. Immer noch. Mr. Improxy. Das weiß ich. Weiß ich. Ich lasse es euch wissen, wenn es wieder kommt. Ich mache sogar extra kurz. Also, das habe ich noch nie gemacht, dass ich mal so ein einminütiges Werbevideo auf YouTube bringe, wenn es wieder da ist. Wahrscheinlich an irgendeinem Sonntag in den nächsten 1, 2, 3 Wochen. Es sollte halt realistischer werden als andere Games. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Also um Gottes Willen. Ist ja cool. Spielt sie geil, spielt sie flüssig vor allem. Ja, da hat ja Daisy gerne mal so seine Probleme damit. Animationen sind ein bisschen hackelig. Ja, also das Laufen schaut echt furchtbar aus. Es ist aber jetzt auch nicht so unfassbar wichtig, aber es war jetzt schön. Du schaust nämlich dem Typen die ganze Zeit beim Laufen zu. Und beim nächsten Mal werden wir es einfach wieder probieren. Jetzt haben wir gerade, stimmt. Achtung, nur noch 3 Tage, 15% Rabatt auf alles bei mir im Online-Shop. Sag ich selber gerade. Was halt Sachen, die ich selber nicht weiß. Für 3 Tage, wer noch keine Vollbier-Squad-Uniform hat, wer noch kein Special-T-Shirt nicht hat, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Der Tommy, just bombig, Alter. der scheiß Bombi-Sepp, Alter. Der Huren, der. Da könnte ich mir eine Community-Zock gut vorstellen. Mr. Marvel Maniac, das ist absolut richtig. Aber erst möchte ich selber ins Spiel reinkommen und dann schauen wir weiter. In Daisy habe ich nach zig Stunden ja doch dann ein bisschen Plan gehabt und ein bisschen in der Steuerung drin und so, dass das gegangen ist. Müssen wir mal miteinander zocken. Ich wüsste ein paar Tipps für die. Der Weg ist das Ziel. Tipps kann ich mir auch auf YouTube anschauen. Der Weg ist das Ziel. Das ist einmal das Wichtigste. Und dass wir ein wenig lang Content für den Stream haben. Also spielen wir auf alle Fälle nächsten Montag nochmal. Spielen wir Potenzial. Am Mittwoch spielen wir Subnautica. Oh Gott, habe ich auch Bock. Haben wir momentan jetzt kurz vor der Sommerpause noch wirklich 2 sehr, 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 sehr gute Spiele rausgereiht. Also bis jetzt bei Scum. Mehr kann man da noch nicht dazu sagen. Und ja. Gustl geshoppt. Ja, sag ich zum Kernegriss, falls das gerade passiert ist, merci dir. Ja, das wird noch dauern bei dem Spiel, ja. Vielleicht spiele ich es auch einmal Offstream, keine Ahnung. Vielleicht kriege ich irgendjemanden von meinen Spätzchen dazu, dass er es mir anschaut und dann komme ich selber ein bisschen rein. Was heißt da Sommerpause? Stanzi, Sommerpause, du bist noch nicht so lange dabei, gell? Du bist noch nicht so lange dabei. Also das ist ja mal Phase 1. Wir machen das da jetzt seit 5 Jahren. Da ich ein normal arbeitender Mensch bin und ein generell normaler Mensch bin, genehmige ich mir einmal im Jahr eine Sommerpause und zwar fast den ganzen August bis Anfang September. Ich bin 4 Wochen nicht da. Aber dieses Jahr habe ich das erste Mal was in meiner Abwesenheit, nämlich einen Podcast. Der kommt, wenn wir Sommerpause gingen. So macht Sommerpause Beginn. Oh, das ist nicht mehr, das ist so schön. Der Endspurt hat begonnen, ist nicht mehr lang. Der letzte Stream für diese Saison ist am 3. August. Das ist ziemlich genau in 1, 2, 3, in 3,5, 4 Wochen. Und dann bin ich fort bis 5. September.
Und da geht's dann weiter. Und dann richtig, dann kommen langsam endlich neue Spiele. Jetzt kommt dann noch Stray, das werden wir uns vor der Sommerpause auch noch anschauen. Dann kommt, was kommt noch? Ich weiß gar nicht, was es kommt. Haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Das muss sich der Zukunftsbürger drum kümmern. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, langsam zahlt's ein wenig. Im Sommerpause, Urlaub muss her. Ich weiß, ich war erst vor 4 Wochen im Urlaub tatsächlich mal fort, aber trotzdem, was ist in der Woche? Ich meine, das kennt ja jeder selber. Wenn du ein halbes, dreiviertel Jahr durcharbeitest und dann ist eine Woche kein Urlaub, ja, da passiert einfach gar nichts. Schwarzer Kadaver, grüß mir bitte die Sarah, Press F, Respekt für die beste Frau, was gibt. Sarah, du da morgen, ich mag einer den hier. Ja, vielleicht hat er schon, dann losen nochmal. Grüß an Zari vom schwarzen Kadaver. Merci wieder ein Fünfer. Herr Walter, merci wieder ein Zwickl. Eine Bombenstimmung. Bora Bayer, merci wieder Mitgliedschaft. Apropos Shop, kannst du nachschauen, wie viele unzensierte Lebion-Poster es genau waren? Bussi, bist der Beste. Das ist eine indirekte Frage, weil du wahrscheinlich eins gekriegt hast. Nicht mehr. Sagen wir es so, das Motiv existiert nicht mehr. Dadurch kann ich leider Gottes, habe ich keine Statistik mehr, wie viele von denen gekauft worden sind. Aber es waren schon ein paar. So ein Unikat ist es nicht, tu dich nicht oben. Mr. Mash, Bombi, seine Mama ist bestimmt vom Jäger erschossen worden. Der ist bitter. Das kann die jungen Leute wissen ja gar nicht, die wissen ja gar nicht, was du meinst. Die wissen doch überhaupt nicht, die kennen doch Bambi gar nicht. Mr. Mash! Oh, der Depth-Counter muss noch +1 gecountet werden, das ist richtig. Wie nehmen wir das? Pass auf, dann machen wir jetzt so. Gibt's dann. Nein, dann müssen wir nochmal umschalten. Zocken. Depth-Counter, aktiv. +1. So. Easy. Sehr gut. So, wen habe ich noch übersehen? Löwensepp hat ja fast das Potenzial wie Daisy. Ja, kann ich noch nicht sagen. Aber ja. Erster Eindruck, ja. Ähnlich. Herr Austrian schon wieder. Eine gute Nacht, die möchten mich auch noch mal. Herr Austrian, die wünsche dir. Bist du jetzt gerade erst gekommen? Zu solch später Stunde noch mehr einen 20er herscheißen, ne, weil es eh schon wurscht ist. Herr Austrian, da ist es eh schon wurscht. Merci dir, as always. Ich sage eh schon nichts mehr. Bei manchen Kandidaten sage ich doch eh schon nichts mehr. Okay? Schluss. Stanze schreibt, Sonnenlei, schleim jetzt, genau, bis zum nächsten Mal. So, ja, bis zum nächsten Mal. Dann nämlich sagen wir am Mittwoch um 20 Uhr. So, jetzt ist einmal ein Großteil der Nicht-Hardcore-Leute, der ist jetzt einmal weg. Sollen wir uns jetzt einmal die ersten 3 Minuten vom Podcast anschauen? Soll ich euch einmal anteasern, was in einem Monat kommt? Sollen wir uns ein wenig drüber unterhalten, oder wie schaut die Gaudi aus da? Einer hat es vielleicht im Discord schon gesehen. Ja, für die Neuen unter euch, ich habe einen Discord-Server, der mittlerweile über 7500 Mitglieder beträgt. Der Link ist in der Beschreibung, ja. Herr Wulfeck, alles Gute zum Geburtstag. Wieso sitzt du an deinem Geburtstag daheim und zählst meine Quasis? Bist du behindert? Du Zipfe Adam. Du Traurige. Egal. Also ich hab's lustig gefunden, vor allem in Bombisee. Ja, der Bombisee ist ein ziemlicher Huren. Kani, merci wieder Mitgliedschaft. Bombi auf dem Bimbus. So. Mr. Mesh schon wieder. Vielleicht war es auch gern kein Bombi, sondern ein Sprengi. Sag, gut, oder? Sag, wo ist der Sprengi überhaupt? Den hab ich noch nicht aufgelesen. Ich hab noch nicht aufgelesen. Roman Empire, lese mal meine letzte Donauburli. Wo? Ach, da unten! Birger, bitte machen wir wieder einen Horror-November. Es hat noch nie einen Horror-November gegeben. Mr. Roman Empire. Entschuldigung, dass ich die überlesen habe. Es hat noch nie einen Horror-November gegeben. Wenn, dann gibt es einen Horror-Oktober. Okay? So, und wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Horror-Dezember, weil da kommt der Callisto-Protokoll. Ah, das wird gut. Oh, das wird gut. Also ich hoffe es, um Gottes Willen, aber ich hoffe, das wird gut. Wird gut. So, habe ich jetzt irgendjemanden übersehen? Ich glaube nicht. So, Freunde der Sonne, jetzt trinken wir mal. Dann gehe ich euch ordentlich auf den Sack mit meiner Dampfe. Sehr schön. Dann machen wir da alles zu. Und dann mache ich einmal, wo kriege ich jetzt das Ding her? Das habe ich auf Streamable, habe ich das gehabt. Gell? Streamable. Schauen wir uns an. So.
Schluss aus Amen. Also, um vielleicht nochmal etwas deutlicher für den Podcast auszuholen, ich hole mir 2 Spätzchen, unsere Themen, über die wir, also vielleicht einmal für Leute, die gar nicht wissen, was ein Podcast ist. Mit Sicherheit. Ich weiß, 90% wissen wahrscheinlich, was ein Podcast ist, 10% aber vielleicht auch nicht. Galaxy Panda! Ey, Geld an den Birke rausschmeißen, geil! Mr. Panda, merci für dein Drilling. Also, was ist ein Podcast? Ich weiß eigentlich selber nicht so 100%, wie man einen Podcast beschreibt. Im Prinzip ist das, was wir mir jetzt da gerade am Schluss noch im Spiel machen, ein Podcast. Es ist eigentlich ein, nennen wir es einmal Hörspiel, wo sie Leute, nennen wir es einmal Talkshow, wo sie Leute über ein Thema unterhalten und du hörst dir das an. Normalerweise schaust du dir das nicht an. Und da unterhalten sie einfach Leute über irgendein Thema, das die halt interessiert. Das kann alles sein. Kann Politik-Scheiß sein, das kann über Spiele, über bestimmte Spiele, über egal was. Und vielleicht hat der eine oder andere in den letzten 5 Jahren Stream schon mal bemerkt, so, ich rede gern. So manchmal so, schnatter die. Und irgendwann, das merkt man ja so ein bisschen, wer in der Materie drin ist und so und vielleicht selber Podcasts hört, dass irgendwie werden Podcasts immer beliebter. Und irgendwann haben wir gedacht, so, hey, vielleicht war das gar keine so schlechte Idee. Aber es ist halt ein bisschen beschissen, alleine einen Podcast zu machen. Das kann in meinen Augen nur eine einzige Person und das ist die Kadi mit ihrem 5-Minuten-Harry-Podcast. Sowas möchte ich nicht machen. Und ich hätte halt gern andere Personen, mit denen ich mich unterhalten kann. Und die ich am besten auch kenne. Ja? Also deswegen sage ich jetzt mir. Das eine ist der Kani, das andere ist der Flo. An Kani habt ihr schon mal gehört in meine Videos. In meine alten Bavarian Synchros ist eine sehr rauchige Stimme ab und zu mal dabei. Das ist der Kani. Um genau zu sein, Bavarian Sepp 4 und Bavarian Sepp 3.5. Und der Flo, den habt ihr einmal gesehen und auch einmal ganz mit einem Satz gehört, Song und so. in einem Video von vor ein paar Monaten, das heißt einfach nur was. Und die letzte Woche, Donnerstag, ja, jetzt haben wir das erste Mal zusammengeguckt. Ich hab vorbereitet, was geht so, Equipment eingekauft, anständige Mikrofone oder halbwegs anständige Mikrofone. Ich kaufe da jetzt nicht 3 Stück Shure MV7 für 300 € das Stück, sondern ich habe so rote UNT-USB-Minis gekauft. Das seht ihr jetzt dann gleich in dem kleinen Videoausschnitt. Und ich hoffe, dass ich das so platzieren kann, dass ihr das komplett sehen könnt. Ich fürchte nämlich nicht. Jetzt mache ich mal schnell so. YouTube-Video schauen. Ah ja, wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Das ist auch sehr eine dumme Scheiße da. Und dann machen wir so, Teaser-Test, okay. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nicht alles. Ja, jetzt ist es komplett kaputt. Machen wir so. Das ist voll behindert. Okay, dann machen wir so. Und machen wir so. Und dann denke ich lasse jetzt einfach mal laufen. Eigentlich muss ich mich ausmachen. Das sind jetzt 3 Minuten, die könnt ihr euch geben. So soll das aussehen. Da mir ein Podcast einfach nur Audio. Sage ich jetzt einfach so salopp, ist mir wurscht. Ich fühle es halt so, ist mir zu billig einfach hingeschissen. Ich hätte gerne ein Video dazu. Zumal bin ich YouTuber, wenn man so will. Und zusätzlich, damit es auf YouTube kommt und damit man ein bisschen was sagt und die Audiodateien davon vielleicht ganz leicht angepasst kämen dann auf die typischen Podcast-Seiten wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music und der ganze Scheiß. So, ich drücke jetzt da, ich mache mich jetzt mal weg und mute mich und ihr schaut euch einfach das an und ich bin sehr gespannt auf den Chat. Also, das ist, wie gesagt, einfach mal machen. Bis gleich. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger. Das ist der Kani. Servus. Den habt ihr schon einmal gehört gesehen, habt ihr noch nicht in meine alten Bavarian Sepp Synchros. Und das ist der Flo. Servus. Den habt ihr schon einmal gesehen in einem alten. Das ist gar nicht alt. Das ist neu. Das ist noch neu. In einem Was-Video. Und das ist unser neuer Das ist unser verdammter neuer Podcast. Spezi wird schon.
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses Logo nicht final ist. Steht drin, Logo kommt später. Weiter geht's. So, damit wir euch Bauern Dimpfing erwischen, haben wir uns ausgedacht, wir unterhalten uns heute das erste Mal in der Debütfolge über den ersten Kontakt mit Alkohol und Nikotin. Heute mein erstes Mal. Das, Geraucht habe ich noch nicht. wir brauchen jetzt schon einen Meme-Button, taubt. So einen roten Knopf, da vorne aufgedrückt, wenn er liegt. Ja, das kennt alles. Da müsst ihr der Zukunftsbürger drum kümmern. Dein erster Rausch. Der ist lang her. War ich 12 Jahre alt. Ganz ruhmreich. Das erste Mal beim Kumpel, das erste Mal probiert und natürlich gleich mal Was hast du gesoffen? Isamas, tatsächlich. Als hast du denkst, so das erste Mal Nein, ich habe mir nichts dabei. Scheiße, mit die Blue Balls Wichse drin, oder? Ja, genau. Ich bin auf einen scheiß Geburtstag gegangen und habe mir gedacht, halt trinke ich mir erst Bier und dann stellen wir die halt so eine Masse hin und du kennst es ja nicht in dem Alter und War es das schmeckt ein halt. Diversity Festival, weil es ist eine Massengenug. Nein, es war ein Diversity-Mass. 16 Time. Diversity, das. Nein, es war eigentlich nur eine ganz normale. Du hast ja gedacht, der Isamas als allererstes mit 12 ist eine gute Idee. Es war in dem Moment eine gute Idee. Hast du Die gewusst, war- was das ist? Natürlich nicht. Die waren alle 16, 17 und haben sie selber gefeiert für das, dass wir so abfüllen. Ich hab da natürlich alles voll gespielt. Aber dann habe ich ja 2 Was Pause gemacht. der daheim also- zahlt. Ja. Also, Also war- beim ersten Rausch auch gleich sauber aussehen. Ja, ich habe dann auch wirklich Pause gebraucht. So 2 Jahre Regenerierung und Pubertät, ne? Und dann war es wie mit dem Wichsen, dann fangt man einfach wieder an. dass du noch dem ersten Mal wichsen auch so lange Pause braucht, oder? Das ist gleich eine gute nächste Frage. Hast du da wirklich komplett aufgehört Ja. zum Düdeln und so erst dann Ja. Jahre später? Oder Ja, einfach wirklich komplett. Das hat mir so gereicht, weil ich habe wirklich die ganze Nacht durchgeschwimmt, ich hab gemeint, ich stirb und dann dachte ich mir, machen wir es human und mit 14 machen wir weiter. Machen wir dann weiter. Wo man Klassiker. 14 erst weiter, okay. Ich habe gleich gewartet, bis ich 14 bin, bis ich das erste Mal mache, damit das dann durchziehen kann, bis jetzt ins hohe Alter. Was ist professionell, möchtest du sagen? Ich wollte gerade sagen, das waren jetzt halt gute. Der Spielmannszug ist wieder unterwegs jetzt. Das ist ich hoffe einfach, dass man nicht hört. Ansonsten ist die Ich erste. hoffe stark, dass man es Ihr hört. könnt euch gleich darauf einstellen, auf die unfassbare Qualität dieses Podcasts. Das ist Mein Gott, wenn wir das Fenster draußen- aufmachen, dann ist gleich noch viel mehr. Der Ich Nachbar hat gerade schwitze Geburtstag krass, und da ist der Spielmannszug und spielt gerade eine gute Untermalung für den bayerischen Ich weiß Podcast. nicht, das sind polnische irgendwas. Die glaube ich nicht, dass die einen ist kein Spielmann polnischer zu kriegen, Volker. die da umeinander wohnen. Habe die Ehre! Das war jetzt ein 3-Minuten-Auszug aus unserer ersten Folge. Da ist übrigens noch 5. Also, um ein paar Eckdaten zu nennen. Ich sehe schon Leute lohen und Ding und so weiter. Ton und Video ist nicht synchron. Ist er, kann jetzt am Streamlink, keine Ahnung. Dann lese ich natürlich, Sound ist ein bisschen mies. Da darf ich euch daran bitten, abwarten. Natürlich, der Sound läuft jetzt durch meinen Systemsound vom Stream, läuft dann durch den Kompressor und den ganzen Scheißdreck und dann hört er sich wieder anders so. Wie soll ich sagen, im Discord ist ein Link zu diesem Ausschnitt, da ist dann anders. Da bin ich mir fast sicher, dass sie das dann anders so hört. Der Ton, ich finde, um ehrlich zu sein, ist Welten besser geworden, als wir das jemals erwartet haben. Unsere Themen, das ist jetzt unsere Debütfolge, wird der erste Rausch, der erste Kontakt mit Zigaretten. Ja? Wir wollen mal so ein bisschen Nostalgie, Zeiten von früher, 90er etc. Und natürlich Themen, die vielleicht lustig sind. Vielleicht ist auch dazwischen, kommt mal ein bisschen was Ernsthaftes. Mittendrin dazwischen kommt der absolute Sauschmerz, mit dem wir wahrscheinlich sehr oft gnadenlos unter die Gürtellinie treten werden und sehr oft einen YouTube-Strike riskieren werden. Ja. Eine Folge dauert im Schnitt zwischen 45 und 55 Minuten bis jetzt. Wir haben ja noch nicht recht viele Folgen. Ja, wir haben jetzt 3 Stück aufgenommen. Ich habe noch Video noch nirgendwo was fertig. Intros bauen, es gehört noch ein Logo her, vielleicht eine andere Musik. Es gehört Outros noch her. Es gehört und all solche Dinge. Der ganze Audio-Podcast ist noch nicht hergerichtet und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja. Wann kommt das Zeug? Also voraussichtlich, jetzt pass Obacht, so, es ist nicht ganz einfach, uns 3, wir haben ja alles erwachsene Männer, zumindest auf dem Ausweis, es ist nicht ganz einfach, um uns alle 3 an einen Tisch
zu mir nach Hause zu kriegen, gleichzeitig. Da kann der eine einmal nicht, dann kann der andere einmal nicht und so weiter und was weiß ich. Und darum ist noch schwierig zum sagen, wie regelmäßig das kommt. Ein Podcast zeichnet sich so ein bisschen dadurch aus, dass er regelmäßig ist. Einmal in der Woche, einmal alle 2 Wochen, einmal im Monat. Was ich fast garantieren kann, glaube ich, übrigens, da, der war die 94 da, das ist der Flo, falls es euch interessiert. Kommt in der Regel mäßig, habe ich gehört. Kommt in der Regel mäßig. Also bei uns kommt es wahrscheinlich in der Regel mäßig. Und ich bin noch unschlüssig. Kann ich noch nicht sagen. Kommt zum einen einmal ganz drauf an, wie es bei euch ankommt. Hat jetzt das auf einmal wieder, was weiß ich nicht, tausende Klicks, dass sich gar keiner mehr auskennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass die Motivation bei einem jeden hier oben ist und wir jede Woche 3 Folgen aufnehmen, damit wir mir genügend vorproduzieren können, dass wir mir diese Woche einhalten können. Aber dann kann halt ich bald nichts anderes mehr machen. Ja, dann gibt es halt keine Videos mehr oder sonst was, weil irgendwo hört dann der Spaß auch mehr auf. Deswegen bin ich so irgendwo realistischer ist, ohne dass wir irgendjemand von euch enttäuschen, alle 2 Wochen oder einmal im Monat. Alter, bei einmal im Monat muss das Ding mindestens 3 bis 4 Stunden lang sein. Ja, nein, das wird es nicht. Das wird es nicht. 3 Spuraufnahmen und mastern lassen, das wäre eine immense Aufwertung. Sonntag, Ruhetag, da hast du recht, das ist aber ein immenser Aufwand. Ich hab's probiert. Deswegen habe ich mir übrigens auch diese Rode NT Mini gekauft und so schlecht ist der Sound nicht, dass ich da jetzt jemanden mastern lassen muss. Und die arme Sau, die da, wie soll ich sagen, sie 1 Stunde lang pro Folge die Sounddatei und 3 Audiospuren gegenmixt und mastert und ausschneidet und einschneidet. Die schneidet sie spätestens nach 10 Minuten Pulsaren auf. Und für das klang's. Für das reicht's. Ich werde diesen Link, diesen Streamable-Link, den poste ich jetzt nochmal für alle, die sich das nativ anhören wollen. Poste ich das ins Discord, habe ich gerade. Der Blärme übrigens auch gerade. Da könnt ihr euch nochmal anschauen. Und so ist dann die Qualität. Ich glaube, es reicht aus. Pass auf, ich kann nochmal schnell eine andere Sounddatei kurz laufen lassen. Wie hört sich das an? Pass im Obacht. Da haben wir. Nein, da sind wir nicht. Da sind wir. Achtung, Folge 2. Der Göttel telefoniert mit dem alten Mo. Draußen steht der an, der holt seine Gurken an mit dem alten Mo. Das ist, warum? Bei euch da schlagt der Regler aus, es ist so laut, Alter. Warum ist das so laut? Draußen steht der an, der holt seine Gurken an, da einen Zipfel und der nächste ist, hat das Telefonbier zusammen. So. Habe die Ehre, übrigens, der Birger, das ist der Kani. Servus. Ja, der mit dem losen Mund. So fängt es halt immer an. Ich drücke jetzt einmal auf Play. Das war bei meiner Einschulung. Da haben wir jeder seine Schultüten gehabt. Ich Habt glaub, ihr das Pokémon-Schultüten schon gehabt, oder wie? Oh, Pokémon. Es geht irgendwann auf alle Fälle mal um Pokémon-Schultüten. Und jetzt ganz ehrlich, wenn ich selber in diesem Headset her, ja, natürlich geht einer von uns einmal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, redet ein bisschen daneben vorbei und so, dann halt's ganz leicht, aber nicht so, dass ich sage, der Sound ist voll scheiße, kann ich mir nicht anhören. Ansonsten ist die Tonqualität ist wirklich für meine Verhältnisse jetzt die größte Schwachstelle in meinem ganzen Internet-Dasein. Ist die größte Schwachstelle schon immer der Ton. Schon immer. Ist das da mit Abstand die beste Soundqualität, die ich jemals zustande gebracht habe. So. Ton im Download finde ich gut, besser, passt so. Sechst das ja nicht genau, da habe ich mir schon gedacht. Ich finde, man kann es ja auch übertreiben, oder? Ja, wie gesagt, ja, das soll ja auch nicht, das ist nicht professionell, was wir mit der tun. Wir haben ja 3 Volltrottel, die sich da an einer Biertisch hinsitzen und über irgendeine Scheiße sülzen. Und haben wir dabei den Spaß unseres verfickten Lebens, Alter. Unseres verfickten Lebens. Und da habe ich auch einen Text eingeschrieben, wie ich es im Discord vorgestellt habe, kurz, und im YouTube-Beitrag. Das ist mit Abstand das amüsanteste Projekt, das ich seit Wochen und Monaten angefangen habe. Der Marvel-Mania gesagt, habt ihr die 3 Folgen am Stück aufgenommen? Nein, haben wir nicht. Das tun wir auch nicht.
Alles andere war komisch. Was war komisch? Das passt schon so. Alles andere war, ja, sagst das. Ja, wir haben ja immer noch Menschen, das ist immer noch mal, und ich glaube, so ein bisschen lebt das auch davon. Wann kommt die erste Folge? Herr Kreativ-LP. Kann ich da ziemlich genau sagen. Jetzt pass auf. Also, wie gesagt, ich brauche 4 fertige, vorproduzierte Folgen. Und die müssen fertig sein, ja? Ich möchte mir Mühe geben. Es soll halt einfach nicht der hingeschissene Scheißdreck sein. Das Video soll passen, die Intro-Musik soll passen, der Ton soll einigermaßen passen, also und so weiter und so fort. Und ich gehe hier in die Sommerpause am Mittwoch, den 3. August, ist der letzte Stream. Das heißt, für euch erscheint wahrscheinlich der Podcast am 7. August, am 14. August, am 21. August, am 28. August und am 4. September. Das heißt, ihr kriegt 5 Folgen. Jetzt warte mal, wann bin ich weg? Da bin ich weg. Ja, warum eigentlich nicht? Entweder kriegt ihr 4 Folgen in meiner Abwesenheit ab dem 14. August oder 5 Folgen, wenn wir es bis dahin zusammenbringen, ab dem 7. August. Und dann schaue ich mir, wenn ich von der Sommerpause wieder komme, am 5. September, schaue ich mir das an, wie es bei euch ankommt. Ich werde es in der Zwischenzeit auch schauen, anhand von Kommentaren und was halt so sagt und so weiter und anhand der Klickzahlen, ja, ist man halt mal so ehrlich. Und dann überlegen wir uns, wie oft soll das kommen, wie geht es weiter, wie beziehen wir euch da vielleicht irgendwann einmal mit ein, man kann da einmal einen Stream machen zu dritt und. Also das öffnet sehr viele neue Türen, es ist was komplett Neues und ich sag's euch auch ganz ehrlich, da haben wir auch im Discord schon geredet, es wird nach der Sommerpause, wird mir hoffentlich irgendwann egal sein, was die alte Zeit so war. Das bedeutet, meine Videos und ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass meine Streams zum Beispiel nicht gelistet sind. Das heißt, wenn jemand nach mir sucht, Birger, sonst irgendwas, dass er meine How-Tos, meine Kruzifix-Videos, meine Musik und den ganzen Scheiß findet. Ich glaube, es ist langsam an der Zeit, nach 5 Jahren einen kleinen Bruch zum Hauen, dass meine Streams live gingen und öffentlich sichtbar werden. Das wird ein bisschen ein Content-Overflow wahrscheinlich im Vergleich zu den letzten 5 Jahren, weil dann kommt im Prinzip in der Woche kämen dann 2 Videos, die 2 Stunden, 3 Stunden dauern. Und plus dieser Podcast, der kommt regelmäßiger als meine Videos, die ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe. Wo kommt der Podcast raus? Spotify oder wo? Überall, wo man Podcasts hört und primär auf YouTube. Ja, mit Video. Ich möchte natürlich, dass meine Zuschauer, ihr auf meinem Kanal seid, ja, in meinem, wir sollen sagen, auf meiner Bread and Butter Plattform, auf YouTube. Möchte natürlich. Und einen Tag später erscheint die Audiodatei wahrscheinlich dann auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, alles, was es so gibt. Der Burgerbayer schreibt, hast recht, der andere Link ist Ton um einiges besser, so klang. Ich habe ja das gerade gesehen bei mir, da wie bei mir hat der Podcast ganz normale Lautstärke und bei euch da im Desktop-Audio, im OBS, hat das ausgeschlagen in Feierrot, und ich denke, Alter, was ist denn jetzt wieder kaputt? Mach doch einen Birger Uncut-Channel für die Streams. Nein. Was meinst du, was das wieder... Jetzt habe ich über Jahre, wirklich über Jahre, man kann schon fast sagen, über ein halbes Jahrzehnt, habe ich euch daran gewöhnt, dass meine Streams in meinem Kanal basieren. Und alles, was ich mache, ist nun mal mein Kanal. Mein Kanal heißt Birger. In diesem Kanal geht es um mich. Warum soll dann der Podcast oder die Streams woanders sein? Das ist totaler Bullshit. Und wenn du einen extra Account für Gaming machst, war das nichts. Weißt du, wie lange das dauert, dass ich euch alle, dann kann ich im Prinzip wieder von vorne anfangen, bis der Letzte kapiert hat, wieso kommt nicht kein Stream mehr, als du ist ein anderer Kanal. Das tue ich mir nicht an. Tue ich mir nicht an. Es ist einfach, it is what it is. Ja? Wer damit nicht klagt, ich frage mich ja sowieso, wer da hat der Foxy ein bisschen Therapie betrieben mit mir. Vor was fürchte ich mich da eigentlich? Was sind für mich die Hauptgründe, warum ich meine Streams zum Beispiel jetzt mal ganz speziell nicht einfach online stelle? Weil ich so das Gefühl habe, die meisten Leute abonnieren mich wegen die How-Tos und wegen die Kruzifix. Ja, aber die kommen halt mittlerweile nur noch echt selten. Sagen wir es, wie es in den Grund habe ich euch auch schon 1000-mal jetzt gesagt, so, aber lieber sage ich es nochmal, wer weiß, wer das heute sagt und beim nächsten Mal nicht. Es hängt mir einfach zum Hals heraus,
zum Film. Am nächsten Sonntag kommt hoffentlich das neue How-To. Ich hoffe es. Ich habe einen Haufen Scheiß zum tun. Siehe Podcasts, siehe die Kappin kommen jetzt bald, das gehört auch vorbereitet. Und dann das Video, das ich gerne nochmal da. Dann das Video dazu, ich bin jetzt in der Sommerpause. Gut, das ist nicht viel Arbeit, aber egal. Aber im Grunde habe ich nur 3 Wochen Zeit für einen Haufen Scheiß, wo ich normalerweise 8 Wochen Zeit habe. Aber ist ja wurscht. Wo verscheiße ich mir da in Tosen? Um ehrlich zu sein, weiß ich es mittlerweile auch nicht mehr. Ich sag das, was ist, ich weiß es nicht. Wer nach meine How-Tos sucht, der findet es schon. Und ich glaube nicht, dass ich noch relativ viel Leid in meine Community, in unsere Community ziehe mit meinen alten Videos von vor 2017, 18 und 19. Und seit 2019 geht sowieso, die Regelmäßigkeit der Videos geht hier so steil. Schluss. Birger, nur eine kurze B-Tupferl-Frage. Was hältst du von Hexenschaukeln? Ich weiß nicht, was ein Hexenschaukeln sind oder ist. Ich sag da jetzt lieber nichts dazu, das jetzt noch Facke zeigen. Wie nebenbei heute der Zuschauerdurchschnitt? Was meinst du, Mr. Ruhetag, was meinst du mit dem der Zuschauerdurchschnitt? Wie lief's heute so? Mein Internet hat gerade keine 180%. War gut Spiel. Nachschauen lohnt sich. War nur ein Vorschlag, machen halt viele andere große YouTuber auch so Hand of Blood beispielsweise. Ich kenne das schon, hier mit Zweitkanal und was weiß ich. Ich verstehe aber den Sinn nicht dahinter. Und ich sage jetzt einmal so, ein Hand of Blood ist so riesengroß, das ist doch dem scheißegal. Das ist doch dem scheißegal, wenn er einen Teil von seiner Community abspeut. Das ist ein ganz anderes Level als unseres da. Also ehrlich muss man auch mal sein. Wie war heute der Zuschauer? Gute Frage. Gut. Ich glaube so 1300. War okay. Also was heißt okay? Hallo, wo haben wir? Oh ja, waren bloß 1300. War ganz okay. 1300 mitten im fucking Juli. Stabil, oder? Unfassbar stabil. Mach doch einfach für die Freunde der How-To eine Playlist, dann bleiben die trotzdem einfach zu finden. Gibt's ja bereits. Es gibt ja für alles bei mir eine Playlist. Ich habe ja auch, und da sagt man es, ich mag gar nicht, oder ich möchte jetzt gern wissen, wie viele Leute vielleicht immer noch nicht wissen, dass ich überhaupt stream. In letzter Zeit lese ich ganz oft, heute zum ersten Mal dabei, im Chat und lauter solche Sachen. Was heißt ganz oft? Ich lese halt öfter gefühlt als sonst. Die das nicht mitkriegen. Vielleicht erreichen wir mehrere Leute dadurch, dass diese Videos auf einmal auffindbar sind. Vielleicht erfreut sich der YouTube-Algorithmus daran, dass auf einmal 2-mal in der Woche große Batzen Videos kommen, plus alle 2 Wochen ein Podcast-Video, plus noch natürlich mache ich weiterhin How-Tos. Immer wieder mal, wenn ich lustig bin. Aber ich sag's euch, es werden nicht mehr werden als die letzten 2 Jahre. Und Kruzifix, genau, also das letzte Kruzifix ist noch gar nicht so weit her. Da wird es auch einen Content-Bruch geben. Sag ich euch auch, ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Preisentrottel zum Maulen. Außer ich habe halt gerade kurz Bock. Aber ich habe halt schon lange keinen mehr, muss ich sagen. Und ganz ehrlich, das Diablo-Video hat so viel Spaß gemacht. Das war zwar ein Haufen Arbeit, aber egal. Hat Spaß gemacht. Das fühlt sich dann nicht an wie Arbeit, ganz einfach. Das ballert doch deinen Kanal in Trends. Es ist ja da die Frage, wer schaut sich den Stream als Video an, der mich nicht kennt. Oder nicht weiß, was man mit der deren. Wer tut das denn? Grüße an alle, die sich den Stream nachschauen. Und übrigens, es schauen sich gerade über 700 Leute einen Podcast an. Ja? Just Chatting. Ist nichts anderes. Bloß, dass ich mich mit 2 Spätzchen unterhalte. Dein Kanal geht steil, wenn du die Streams listet, gehe ich voraus. Und wenn nicht, dann ist es auch wurscht. Also ich habe so ich weiß nicht, was ich mir da überdenke. Ich denke mir dann so, dann überschwappt die Abo-Box von meinen Abonnenten und dann denken sie sich irgendwann so, jetzt macht er bloß noch so einen Scheiß. De-Abo. Ja, und dann? Und für das eine De-Abo kommen vielleicht 2 andere, die Bock auf diese Streams haben. Ich weiß nicht, was ich mir da denke dabei. Keine Ahnung. Aber natürlich war ich jetzt im Nachhinein auch froh. Wie viele Streams haben wir denn jetzt gemacht? Jetzt lassen wir mal überlegen. Das machen wir jetzt ziemlich stabil und sehr regelmäßig. Da bin ich stolz auf mich, weil noch nie habe ich so lange irgendwas so regelmäßig gemacht. Außer Wichsen. 3 Jahre. Nehmen wir 3 Jahre. 2-mal in der Woche Stream. Das sind ungefähr 100 Streams im Jahr. Das sind 300 Streams
seitdem, und es sind mehr. Ja? Wir streamen seit 5 Jahren, aber halt nicht so regelmäßig mit Gaming und sagen wir 400 Videos. Das sind 400 Videos, die der YouTube-Algorithmus einfach ignoriert. Natürlich war ich da jetzt froh, wenn diese 350 Videos auffindbar wären. Vielleicht als Vorschlag neben anderen ähnliche Videos. So, jetzt nehmen wir als das da als Beispiel. Wir spielen mal Scum. Das wird zu einem Video. Ja, das dauert halt 2,5 Stunden. Das ist ja wurscht. Und dann erscheint es irgendwann neben einem anderen Scum-Video. Und irgendjemand, der sich ein Scum-Video gerade anschaut, denkt so, hey, cooles Thumbnail. Ich meine, das ist how YouTube works. Schauen wir mal das an. Gut, dann garantiere ich euch auch, dass 99 von 100 Leute da draufklicken. Preisen sind, die das erste Wort von mir hören. Und sie denken, oh Gott, ich verstehe kein Wort, Hurensohn, und schalten aus. Oder im allerschlimmsten Fall schreiben sie noch drunter, ich verstehe kein Wort, du Hurensohn. Dann habe ich einen Kommentar gekriegt, schaut auch nicht. Ja, mei, dann haben wir halt, und sobald wir halt sehen, die Leute in die Community kriegen, ich kenne euch, da muss ich mich nicht einmal drum kümmern, die werden so damit das von selber gehen. Mach einfach, wie du magst, die richtigen Leute bleiben dabei. Der Vollbart, da hast du wahrscheinlich recht, aber das ist etwas, was fühle ich nicht, Diggi. Verstehst? Hört sich vielleicht für Außenstehende total blöd an, aber ich sag's euch, wie es ist, nach der Sommerpause wird das einfach gemacht. Dann schauen wir das einmal einen Monat, 2 Monate an und dann schauen wir einfach einmal. Playlist sagt 302. Ja gut, ich habe natürlich, wie gesagt, ich habe die letzten 3 Jahre habe ich immer Sommerpause gemacht, dann gingen da schon mal 2, 4, 6, 8 Streams ab, mal 3. Dann, ja, weiß das eh. Birger, weißt du, was dein größter Traum war und wen iOS erreicht hast? Ich sag nur, Leitstand auf der Bierbänk. War das so? Wo? Mr. Eddie oder wo? Video or didn't happen? Wann wohnen so? Wo? Musst du noch alle auf einmal listen lassen oder bloß die neuen, die dazukommen? Ich liste nur die neuen, die dazukommen. Ich habe das, bevor das da alles angefangen habe, habe ich auch schon mal gestreamt. Ja? Und da habe ich mir irgendwann, da habe ich das auch schon so gemacht, dass ich diese Streams nicht liste, weil ich mir gedacht habe, niemand möchte in seine Abo-Box 2,5 Stunden lange Drecksvideos. Und da kommt das her. Ja? Das ist ein Urgedanke, der ist von 2014, 2015. Scheiß drauf, Birger, stell die scheiß Videos auf öffentlich. Was machst du denn? Und, scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Fuck, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich hinaus wollte. Fuck. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe den Faden verloren. Da trinke ich mal lieber. Jetzt halt. Dann habe ich damals schon einmal auf einen Schlag alle alten Streams auf öffentlich gestellt und dann habe ich ein paar Kommentare gekriegt. Alter, was ist denn da los? Meine Abo-Box ist komplett voll mit 100 Jahren alten Streams, was machst du? Das heißt, viele von euch werden dann, wenn ich jetzt hergehe und die letzten 300 Streams auf öffentlich stelle, kriegst du 300 Benachrichtigungen von mir in die Abo-Box, wenn du die Glocken aktiviert hast. Das mag ich natürlich nicht. That's too much. Aber alle dann kommenden stelle ich auf öffentlich. Und vielleicht dazwischen, so am 2. oder 3. Tag oder am Wochenende rückwirkend nach dem anderen, dass irgendwann in 2 Jahren haben alle öffentlich. Ja, damit ihr eure Abo-Box nicht komplett durch die Weggeschichte fegelt. Abo-Box goes pff. Wo ist denn der letzte Subnautica-Stream? Der müsste eigentlich da sein, wo er hingehört. Let me have a look. Also, um meine vergangenen Streams zu finden, kann ich vielleicht auch immer und immer wieder gesagt, in meinen Kanal gehen, oben scrollen, die 3. Playlist, die 3. Zeile Playlists, haben die vergangenen Streams. Und da ist der vergangene Subnautica-Stream. Hoppala, so, Entschuldigung. Probiert halt gleich mal mit dem aktuellen Stream. We will see. Kann ich nicht. Es gibt bei YouTube eine Einstellung, bei Beendigung des Streams das Video automatisch auf nicht gelistet stellen. Und das habe ich natürlich immer an. Ich kann es im Nachhinein dann manuell auf öffentlich stellen, aber das will ich ja nicht. Das checkt YouTube nämlich, da bin ich mir sicher. Mein Postfach wird so zugemüllt, also scheißegal. Ja, das ist ja nur das Nächste. Dann hat jeder ein Postfach halt daheim, wo nur Birger drin ist. Aktueller Stream auf YouTube läuft auf Subnautica. Was? Im Ernst jetzt, oder was? Muss ich aber schon schauen.
Wo? Oh! Wegen dem Hashtag. Ah, den habe ich übersehen. Den habe ich übersehen. Werde ich korrigieren, wenn der Stream vorbei ist. Und der Stream ist jetzt vorbei. Es ist schon wieder 10 vor 11. Kruzifix. Freunde der Sonne. Lange Rede. Unfassbar viel Sinn. Ich würde sagen, danke schön fürs Zuschauen. Ich sehe, jetzt haben die Leute alle davon. Ja? Haben wieder keinen Bock auf Podcasts. Verstehe nicht. Leute, danke schön fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, ist gar nicht mehr da, ist wurscht, scheiß auf ein Like. Abo, Glocken, Follow, leck mir den Damm, du. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations, danke für die ganzen Mitgliedschaften, für die alten, für die neuen und so weiter. Löwensepp, Triple F für die Moderatoren. Genießt es. Und jetzt schleicht euch. Habe die Ehre. Wir sehen uns am Mittwoch, 20 Uhr, Subnautica. Und jetzt. Habe! Rest in Peace, Mr. Headphone User. Abhauen jetzt! Wieso kann ich schon wieder nicht auf Stoppen drücken? Jetzt muss ich mir dann in Stream Deck so einen Knopf bauen, wo ich auf Stoppen drücken kann. Fix